Ich liebe dich, Ricky, aber einfach kurze Vorwarnung, ich habe zu wenig geschlafen und bin wie nach dem Greenfield. Saumässig unterhaltsam und rantig. Wir sind Metal die Servola. besten Rants kommen heute von dir. Wir sind mit dem Brian da, weil heute machen wir das, was niemand von uns hören will. Wir machen zum 3. Mal und zum ersten Mal mit mir Metal Servola Awards. Hell yeah, Brother! 25, jawohl. Vom Jahr 2025, im März. Weil ich es nicht auf Stand gebracht habe, das früher zu machen. Weil Gründe. Aber ja. Ja, Grund bin ich. Ja. Okay, Zeit kann man das eigentlich. Das ist Teil vom Leben. Das Genau, ist so. da haben wir alle dazu beigetragen. Ich bin zu schön gewesen für unsere Szene. Hey, auf Aufwärmung für diesen Podcast habe ich Metal Servola Awards 24 nochmal gehört. Und dann war es mega lustig, was er dort erzählt hat, so, wo er an mein Eishockey-Spiel schauen konnte. Ah ja, das war funny gewesen. Genau, wie ihr euch entschieden habt, um nur noch eine Kategorie zu machen. Und jetzt nennt mich mal kein Bewunder. Wie machen wir es denn dieses Jahr? Das Jahr? Genau gleich und komplett anders. Eigentlich genau gleich. Also wir machen den Best Release und gibt es dann die Picks. Einer von mir, einer von dir, einer von dir. Also 3 Gewinner von Best Release vom Jahr 2024 von uns. Der Jan von Must Be Wrong ist schon die Finger am Schlecken. Und kommen die dann einen Award über oder so ein Diplom für die Wand? Nein, wir holen dann die, wir lassen die Figürchen machen von Metal Servola Awards wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr, very Genau. nice. Genau. Weil dort letztes Jahr haben wir viel darüber geredet, aber wenn so ein Zertifikat aushändigen. Ja, und dann nach der Folge haben wir herausgefunden, shit, der Jan von Must Be Wrong tut ja 3D drucken. Ah ja, Voll. macht das, stimmt. Ja, genau. Ursprünglich habe ich initial einfach mal weißt du, etwas, wo kannst nehmen, kannst im Programm stellen. Weißt du, typische, keine Ahnung, Buchhalter vom Jahr, Ding, so, da bist du schon Webseiten anschauen, so alles sieht so langweilig aus. Und dann habe ich gerade gefunden, ja, und ich kann den 3D-Druck selber machen. Viel geiler. Haben wir gerade Viel beauftragt, geiler. das ist super. Ja. Ja, das stimmt. Also, ihr findet raus, ob ihr eventuell schon bald Besitzer sind von einem Metal Servola Award. Jawohl. Von einem Metal Servola. Haha, Weil die Idee ist, dass nachher in 20 Jahren kannst du zurückblicken und siehst im Programm von deinem Papi so wie, hey, weißt du das komische Ding da? Weißt du, wenn du von deinem Kind gemobbt wirst, weil ein Servola in deinem Studio steht. Genau. Soll Teil der Geschichte sein. Von deinem Papi. Wie der Mike Shinoda von seiner Tochter gemobbt worden ist. Ja, voll. Warum das? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Funny. Es ist so eine funny Story. Er war in einer Talkshow, glaube ich, und dann hat er darüber geredet, dass seine Tochter angefangen hat, Gitarre zu spielen. Und dann hat er ihr so ein bisschen sagen, wie sie besser kann das Lied spielen, was sie gespielt hat. Und dann hat sie so gefühlt, ja. Ich weiss, was ich mache, Papi. Und dann ist sie weggegangen und er so, Dann hat seine Frau das mitbekommen. Und dann irgendwann, anscheinend, dann hat er gesagt, und das 2 Tage später sei sie zu ihm gekommen und hat ihn dann so gefragt, so, hey, kannst du mir zeigen, wie man das Lied spielt? Und er so, ja, cool, sie wollte jetzt doch von mir wissen, wie man Musik macht und so, weiss ich nicht was. Blablabla. Es ist jetzt vielleicht ist halt einfach so, der Papi ist halt uncool und drum. Und jetzt hat er das Gefühl, er sei doch vielleicht cool und weiss ich nicht was. Dann ist einfach so, hat er das seiner Frau erzählt und seine Frau hat ihm dann einfach so gesagt, so, ja. Weißt du wieso? Hat sie gesagt, nein, sie können das selber. Weil sie das Gefühl hat, was weiss mein Papi schon von Musik? Was weiss mein Papi schon von Performen? Und dann hätte sie ihr dann ein Video von so Linkin Park bei Rock im Rio gezeigt und dann hat die Tochter so gefragt, wieso dass sie das Video schauen. Und dann hat sie gesagt, wie das ist dein Papi. So gut. Und dann hat seine Tochter dann hat so das Gefühl gehabt, ja okay, bist zwar der grösste Rockstar der Welt, aber deine Tochter weiss trotzdem nicht. Ja, Das ist schon deine so Tochter finde ich immer noch lame. Zum Fair sein, Linkin Park hat ja auch eine sehr lange Pause gemacht. Höchstwahrscheinlich in der Zeit, wo das Kind zwischen 9 und 16 war oder so. Ja, ziemlich sicher. Mir ist ja aufgefallen, dass ich einen Musiker-Tinder vergessen habe, nicht zu tragen. Oh Lord Jesus. Oh, hallo. Mach ich schnell. Ja, und dann? Ja, Und dann? allgemein. Wie Was machen ist wir? es denn gewesen? Jetzt hat das Jahr ja gleich schon 2 ganze Monate hinter sich und einen angefangenen. Ich muss sagen, ich habe mega abgegeben mit Konzert. Bei mir ist so mein ganzer innerer Druck, den ich mir selber gemacht habe von letztes Jahr, um einen neuen Rekord an Konzert anzubringen, was ich auch geschafft habe. Der ist so wie weg, der ganze Druck. Und jetzt gehe ich relativ wenig an Konzert. Bin das Jahr erst an 7 gewesen. Wie geht es euch damit? Ich kann gar nicht an Konzert gehen, weil die ganze Zeit für scheiß Taoist irgendwo hin muss. Fair. Das sind ja auch Konzerte. Ich habe das Jahr, glaube ich, mehr Konzert gespielt als Konzert Ich gesehen. glaube es auch im Fall. Nein, so halbe. Also nein, ich habe ganz sicher mehr Konzert gespielt, wie ich Du bin. schon, ja. Also, ich meine, du bist busy as Definitiv. fuck, Alter, ja.
Aber ja, nein, sonst. Ich sage, nächstes Jahr machen wir das nicht mehr. Ja, ich bin schon Ich kündige jetzt schon an. Nächstes Jahr während der Prüfungsphase Katao ist, 4 Leben und alle meinen Arsch lecken. Macht genau Apropos, gar nichts. Vor 2 Wochen. Rada und Niki, ihr könnt euch schon mal parat machen. B-Team und C-Team und so weiter. Vor 2 Wochen haben dort nicht Fearlab und Eversis am gleichen Tag an verschiedenen Orten gespielt. Das war gestern. Gestern, ja. Ah, und Vorgestern. du bist ja dann bei Eversis gsi. Ja. Und wer war bei Fearlab gsi? Das ist der Safe Last Breath Bassist. Ja, was ist von Safer Last Breath? Ah, der Laptop. Ja. Ja! Fearlab geht auch ohne mich auf die Ektomorph-Tour. Ah, sie gehen auf die ganze Tour, nicht Nein, nur nur ein Gig. eine Woche. Ah, hure geil. Aber ist nicht an deiner Show dabei? Vielleicht. Die eine in der Schweiz, muss schauen. Mhm. Vielleicht kann ich. Je nachdem. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ist auch cool. Ja. Wo ist es? Am Arsch von der Welt, ich weiß es nicht mehr. Aha, okay. Ich habe es gesehen, das Tourplakat, und ich habe gefunden, wäre schon wieder mal geil, Ektomorph, aber das ist mir zu weit weg. Das ist brutal. Ist das so weit? Und wo ist es? Ich weiss nicht mehr, es ist für mich zu weit weg und dann fair. merke ich es mir nicht. Das ist weit. Ja. Weil letztes Mal sind sie in der Medbar gewesen. Sie haben so eine Phase gehabt, wo sie jedes Jahr einmal in der Medbar waren. Aber ich glaube, ich sollte jetzt wahrscheinlich nicht das sagen, was ich wollte sagen. Ich muss nur sagen, es ist eine Buy-in-Tour, aber der Deal ist relativ okay. Ja. Das ist mir im Fall auf der Zunge gelegen, aber ich hätte gedacht, ich frage es nicht, weil es einfach unanständig ist. Aha, nein, das ist ja also ich hast du den Flyer mal angeschaut? Ja, also Ektomorph ist also ein Buy-in-Band, ist wie ja. 6 Feet Under. Ja. 6 Feet Under auch, das habe ich nicht gewusst. Mal, das hat uns Sveti erzählt im Podcast da. Ja, stimmt, ja. Das ist einfach, ja. Aber Darum der Ricky kann man und ich auch lassen damit Frauen umgehen. generell nicht zu, für das haben wir dich. Übrigens, Ich verstehe langsam, wieso Leute das Gefühl haben, ich sei arrogant, ja, oder ein Arschloch. Weil ich habe einfach Zeugs denken und es dann einfach sagen, weil ich es lustig finde. fair. Jetzt, vorgestern bin ich ja genau in der Medbar gewesen, weil ich unbedingt so säulige Grunze hören. Aber es war ja nicht nur das gewesen, sondern im Werk Baden ist eine wundertolle Show gewesen. Und bevor wir auf die kommen, im Ebri war auch eine coole Show gewesen mit Ouroboros, die über den Röstigraben gekommen sind, um im Ebri zu spielen. Die Show hat mir der Michel geklaut. Ah, heftig. Aber sind die Ouroboros von der Westschweiz? Ja. Also nicht Also- nur, aber der Drummer auf jeden Fall. Okay. Ich muss jetzt noch schnell sagen, das war nichts Schlechtes gewesen. Der Jona hat mir gesagt, ich freue mich mega drauf, die Versus-Show zu mischen im Werk. Und dann sehe ich so, Raw Reflections spielt im Ebri. Ich so, ja, ich glaube, du mischst nicht. Hä? Ja, ist ein Abend gewesen, wo ich mich am liebsten durch 3 geteilt hätte, aber ich habe mich halt nur für die primitivste Variante entschieden. Rectal Hä, du bist gar nicht Depravity. bei uns gewesen. Eben. Rectal Depravity, so primitiv werden wir nie sein. Auf jeden Fall, es war eure Release-Show. Du bist doch auch schon mal beim Timo, mir und dem Domi im Backstage gewesen, oder? Ja, Das ist funny, weil das wird schon primitiv. ja, definitiv. Aber sagen wir jetzt mal die reine Performance auf der Bühne. Okay, fair. Aber es ist funny im Fall, weil es ist Domino-Effekt, weil theoretisch haben sie den Mischer geklaut wegen mir. Nein. Nein. Doch. Wieso? Weil sie haben uns gefragt und wir haben gesagt, wir können nicht, das ist die Versus. Wir empfehlen aber, Raw Reflections sind geil. See. Und dementsprechend, ja, I see. Heftig. haben wir schon 2-mal für Raw Reflections gemacht im Fall. Die sind einfach sehr gut. Empfehlen wir immer sehr gerne. Ja, muss ich unbedingt auch mal Das ist sehen. eine Band, die habe ich bis letztes Jahr gar nicht auf der Karte gehabt, du. Das ist wirklich funny, weil dadurch, dass ich die empfehle, weil ich dem Tag nicht kann ich die nicht schauen. Das stimmt, Das das, ist macht mega Sinn. schade. Das ist noch gemein. Ja, das ist wirklich sad, Alter. Aber Shoutout Raw Reflections, wie geile Musik. Unbedingt. Und jetzt, der Bella, nimm uns mit. Wie war die Eversis Release-Show gewesen? Ja, es war geil. Das Werk Baden ist halt einfach nice, weil es ist einfach mega hübsch, es ist mega schön. Es hat ein WC, das nicht versifft ist für die Leute, die dort spielen. Es ist eines der schönsten Venues. Es hat ein Backstage, das nicht laut ist. Wo gross ist Es vor hat allem. nicht nur ein Backstage. Es hat eine Küche, Jetzt das Essen war fein, gewesen, es war mega toll gewesen zum Spielen, der Sound ist brutal gut, sie haben eine neue PA. Geil. Ich muss sagen, Sie haben eine neue PA. schon. Also Ja, nicht weil mehr. früher sind ja die Boxen vor der Bühne Stimmt, schon, die sind ja. nicht mehr. Okay. Ja, früher hast du drauf stehen und so, ja. Ja, stimmt. jetzt ist es nicht mehr, aber es war geil gewesen. Ja. Die Boxen Wirklich sind gut. meine Rettung Stabile- gewesen am Paleface. Stabile Mischer gewesen, richtig Ja. gute Sound gehabt, gute Licht gehabt, es ist wirklich schön gewesen.
2 Leute auf Bühne, die rumrennen mit Kamera. Es war viel zu viel los. Es ist gut gewesen. Diese Drawn by Evil war brutal. Aber er hat auch gesagt, noch nie habe ich eine Local Band gesehen mit 4 Leuten mit Kameras da am Fotografieren und Filmen und so. Zum Fernsehen ich habe es auch nicht gesehen, weil ich Haare in den Augen hatte. Ja, aber die beiden Bands, die er mitgebucht haben, die hätte ich wirklich auch gerne gesehen. Also Drawn by Evil ist wirklich... Es hat einfach schon böse reingemettelt bei D-Create am Anfang. Das ist einfach stabiler Death Metal in der Fresse gewesen. Ja, voll. Tommy, sein Schlagzeug haben wir dort dabei gehabt. Das hat wahrscheinlich nachher müssen Ziggy rauchen. Das Ding ist noch nie so gehandelt worden wie dort. Ja, der Rauch hat auch so gestunken. Boah, das war insane gewesen. Ja, das ist das einzige Negative gesehen am Anfang. Also, ich habe das Gefühl, also ohne Scheiß. Die anderen Bands haben gesagt, der Rauch sei assi. Und ich habe gedacht, hä? Also bis jetzt habe ich noch nie so fest Mühe gehabt mit Rauch. Logisch habe ich immer ein trockenes Maul, wenn der Rauch rum ist. Aber holy fuck, Alter, als ich beim Schlagzeug hingestanden bin, zum Tommy so ein Ghetto-Fischchen geben. Junge, ich habe gemeint, die haben Tränengas rein da. Zuerst hat es mit der Niki erzählt und ich so wie... habe nichts gemerkt. Und dann bin ich näher und meine Augen haben angefangen. Der Rauch hat im Publikum hat er nur gestunken, aber auf der Bühne hat er wirklich in den Augen gebrannt. Nein, eben, bei mir hat es in den Augen gebrannt, als ich Front Row nachgegangen bin. So, Crazy. What the fuck, Alter? Oh je, meine. Also Flashbacks zu der Unruhe in Chile vor 5 oder 6 Jahren. Oder zu der ITRS. So, jetzt können sie alle Masken abziehen. Oh, cool. Und dann gehst du duschen und dann so: Jungs, macht den Anstand, es brennt auch wieder. Was man aber auch muss sagen, im Fall im Berg baden habe ich bis jetzt, glaube ich, beste veganes Essen gehabt bis jetzt. Ja, aber das ist von der Fabienne von Metalman, der ihrer Mami gekocht worden. Nein, diesmal nicht. Nicht? Diesmal, sie haben geholfen, habe ich gehört. Die haben gefragt. Crazy shit. Ja. Ja, das war wirklich geil gewesen. Richtig gut gewesen. Richtig gut gewesen. Ja. Und dann hat D-Craig gespielt, hat Drawn by Evil gespielt, die haben eine riesen Show gehabt, die haben so Lichter gehabt, die haben so Sachen gehabt, um auf die Bühne zu stellen. Und ich bin so da gestanden und habe mir so gedacht, ja, I've done it again. Ich habe mir wieder 2 Bands geholt als Support, wo ich einfach nachher muss sagen, ja, so, wieso sollte man, ja, also eigentlich könnten wir jetzt heimgehen. Das ist kein Problem. Die Lichter waren schon sehr cool gewesen, aber sehr beschissen zum Filmen, muss ich ehrlich sagen. Von denen habe ich am schlimmsten Footage gehabt. Weil einfach siehst einfach Schatten von denen. Ja, das ist noch blöd. Oh ja, das war eine coole Show gewesen. Das war eine super Show gewesen. Also Drawn by Evil, wirklich brutal gut gewesen. Zum Glück spielen wir noch mal mit ihnen am Samstag. Ich muss schon sagen, ihr habt schon Eier gehabt, um eine Show im Werk zu machen mit nur einer Schweizer Band. Das ist Respekt. Das ist wirklich... Manche Leute nennen es Eier, manche Leute nennen es einfach absolute Dummheit. Ja, aber es sind einige Leute erschienen. Es ist nicht mal so schlecht voll gewesen. Also Haben auch schon weniger Leute drin gesehen. Definitiv, ein paar Mal. Ja. Cool gewesen. Ja, gönne ich dir auf jeden Fall. Spass gemacht. Ja, ist halt irgendwie, keine Leute von Zürich haben irgendwie nicht so Lust auf Baden zu kommen, obwohl es so nahe ist. Ja, weil eben Baden bist so schnell mit dem Zug, da so Aarau und Also vor allem, was ich unterwegs. vor allem muss sagen ist, ja, es ist abgesehen von den Raw Reflections und wer ist noch? Es ist ein Album-Release, auch eine Release-Show gewesen dort, oder? In der Medbar vielleicht? Nein. Nein, da bin ich Wie hat die andere Band geheißen bei Raw Reflections? Ouroboros. Ouroboros. Nein. Ja. Doch, die hat so geheißen. Aha. Vielleicht haben sie noch eine dritte gehabt, weiß nicht. Ja, Ouroboros. Ist das die mit dem Toys R Us Logo? Nein, das... Nein. Toys R Us Logo, weil das... Es hat doch noch mal so eine Schweizer Band mit so einem Toys R Us Logo gehabt, also irgendwie Ouroboros geheißen hat. Den haben wir vergessen. Warte, es hat schon eine dritte Band gegeben. Jetzt habe ich es nicht gerade im Kopf. Ist ja gleich. Auf jeden Fall. Es war nicht so viel los an dem Abend. Also, ich hätte schon noch 2, 3 Leute mehr können vertragen. Volle Uhr sicher. Ja, und wo spielt ihr dann wieder mit denen? Du hast gesagt, am Samstag? In Saarbrücken, Alter. Saarbrücken. Also, geht dort hin, wo auch immer das ist. Ja, 3,5 Stunden weg von da. Ei. Und am nächsten Tag gehe ich in die Ferien, das heisst, ich muss wieder heimfahren. Oh je. Jetzt schon keinen Bock drauf. Du gehst in die Ferien, das heisst, du kannst nicht das Bullhead. Nö. Ricky? Also ich kann sowieso nicht das Bullhead, weil ich spiele ja am Samstagskonzert. Ja. Macht Sinn. Ja, und am Freitag kann ich leider auch nicht das Bullhead, weil dort bin ich an der Plattentafel von Maspibong. Freitag wäre noch eher dein Sound als Samstag. Ja, ich weiss, aber das Problem ist, irgendwie ein Podcast hat so gesagt, zum Medienpartner sein bei der Plattentafel von Maspibong, darum müssen wir wahrscheinlich schon fast dort hingehen. Verständlich. Ja. Nein, ich bin das ja nicht am Bullet Festival. Aber wir sind würdig vertreten.
Mit mir! Ja, einer ist ja dort und der hat die grösste Schnur, von dem her ist es okay. Ja, ich darf es wieder moderieren. Zuerst am Freitag allein und dann am Samstag mit dem Evil Jared und dem Krogi. In dem Fall. Keine Ahnung, was mich erwartet, darum können wir jetzt schauen. Dann sind wir auch gut vertreten, der Must Be Wrong Playoff mit dir. Und ich kann Vicious Rain schauen im Bergbaden. Perfekt! Was? Du hast doch gesagt, du kommst auf... Habe ich das? Ja, du hast gesagt, du kommst auf Dings. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich muss mal noch den Chatverlauf schauen. Ist okay, ja, gut. In dem Fall. Aber schau mal. Was meint ihr? Stürzen wir rein in die ersten Ja, Top-Picks von Es wäre gut, jemandem? weil ich schlafe jetzt dann weg, Alter. Ich hab zu wenig gepennt das Wochenende, weil wir sind von Stuttgart Etwas muss ich schon heimgefahren. sagen. Congrats auf Release. Eversis. Neue EP. Yeah, boy. Kannst voll auf Bandcamp hören. Ah, ja, stimmt, das haben wir ja auch noch gemacht. Und die neuen Songs sind Bangers. Und live ist wirklich sehr geil gewesen. Danke. Voll. Hat auch Spass gemacht live. Mhm. Einer ist richtig dumm, aber ich sage jetzt nicht welchen. Geht gerade die EP hören und dann schreiben die Comments, welcher Song dumm ist von denen. Mhm. Alright. Ja, einer ist wirklich dumm, Alter. Also einer ist wirklich nur Das ist blöd. schon geil. Wir haben mit Mahmoud aufgenommen und dann habe ich gesagt, der Mahmoud so, wie machen wir die zweite Strophe? Ich sage, keine Ahnung, aber sie darf sicher nicht, muss sicher mindestens so dumm sein wie die erste. Und dann hat er das Gefühl gehabt, ja, keine Angst, wir holen uns noch keine IQ-Punkte jetzt. Ich kann es verraten, es sind keine IQ-Punkte geholt worden. Ja. Dann machen wir den Fall mit Zero Awards 2025. Okay, let's go! Haben wir noch Unhonorable Mentions? Fällt dir gerade so spontan Unhonorable Mentions für Das Thema das Server anfangs? Besonders schlechte Release. Nein, ist nicht so schlecht. schlechte Release, einfach irgendetwas, was einfach so denkst, so, nein, das hätte jetzt nicht müssen sein. So ein Szene-No-Go. Also allgemein für Releases? oder? Nein, allgemein. Allgemein. Gut, Spontan kommt mir nichts in den Sinn, ich hätte mich so vorbereitet. Und ich habe mir schon der Rock the 7000... Lakes Band Contest, aber das war glaube ich das Jahr gewesen. Das war das ja gewesen, ja. Ja, aber dann können wir sagen, letztes Jahr Rock the Lakes AI-Band live buchen, anstatt Ja. irgendeine geile Band. Geht's eigentlich noch? Ja. Das, Schämt euch. das Jahr hast du es verrechnet, um dich anmelden für den Band Contest. Ja, das ist Geht auch okay, nicht. aber dafür bekommst du nachher eine Gage, falls du einen Bandcontest kommst. Voll, weil das ist definitiv nicht ein Pyramid-Scheme. Nein. Nein. Sicher nicht. Sicher nicht. Aber ja, Und vor allem auch Kommentare löschen. alle Kommentare löschen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die Szene gewesen, weil ich habe mega viele Leute gesehen aus der Szene, wo wirklich Sind alle haten. teilweise, also ich muss sagen, sehr respektvolle Kommentare, sehr schön, besonders von den Bookers. Und, aber ja, also mit sehr viel Kritik, wo auch Sinn gemacht hat. Alles gelöscht, als ob es nie passiert wäre. Okay, Rock the Lakes. Ja, echt. Ist Rock the Lakes im Wallis? Nein, es ist am Dingsee, ja. Wie heisst der See? Murtensee? Nein. Also mir die Frage ist, redet man nicht Französisch? Mhm. Ja, Ja, Also ja. erklärt einiges. ja, eben, also wirklich nicht cool, was die machen. Ich Ja, bin voll. einmal gewesen, ich will nie wieder gehen. Ich habe Ah ja, gerade stimmt, gesagt, das ist wieso. sowieso das Festival, wo du gesagt hast. Dort, wo zu teures Bier und so, oder? Ja, unter anderem. Schlecht organisiert und so. Nicht gehört. Ja, alles Scheiße außer Alles- Bands. Ja, das ist wirklich Mein scheiße. Fazit. Ja. Ja, voll. Schade. Ist Ja, enttäuschend, yeah. weil ich meine, wir wollen ja mehr coole Festivals haben. Ich lebe der Rick hat in Tao's Bandchat reingeschrieben, Jungs, ich wähle uns an für den Bandcontest, das wäre geil. 5 Minuten später, never mind, du musst 10 Stunden zahlen, um dich anmelden. Ja, voll. Nein, aber ich meine, sonst gibt es andere Festivals, die es super machen. Graniche, Rotten Rock, Ja, aber Graniche ist kein Contest. und Greenfield. Nein, ich meine, sonst gut machen, für die Szene, für die Bands. Apropos Graniche, ey yo boys, Heaven Shall Burn, yeehaw! Ja, wir sind im gleichen Flyer. Gleicher Flyer wie Heaven Shall Burn. Mach's nach. Yes. Das ist geil. Mach's noch! Ja. Ich kann so gut wie niemand behaupten. Hör auf, jetzt kommen dann alle mit einem Podcast, der besser ist wie uns. Verdammt! Nein, aber ja, wir fangen mal an mit unseren Nominationen von dieses Jahr. Es ist so, wir haben... Gehen wir der Reihe nach, also machen wir alle 5 von einem? Oder Nein, ich würde eine von jedem. Stabil! Genau, und es ist also so, jeder von uns hat 5 Nominationen Mhm. und am Schluss zeigen wir, wer Man macht es wie in Bühne- der Schule. Man macht das Show-and-Tell-Format. Genau, und wir hören auch, Nicht Wilhelm Tell. auch einen Teil vom Song, Show and dass tell. ihr auch ein bisschen hört und wo wir alle zusammen können nachher ein bisschen diskutieren. Und dann kann die Person, die ausgewählt hat, gerade als erstes sagen, warum du ausgewählt worden ist. Kann ein bisschen besprechen. Oh Bruder, das kann er wie schon... Ich glaube, ich kann dir das nicht sagen bei den einen Songs, außer ich finde den Song halt wirklich Ja, geil. Weil das ich habe ist- die Playlist durchgelassen Ja, und ich habe dann einfach die Songs, die mir am besten gefallen haben, Das aufgeschrieben. Und dann das ist legitim, kannst du auch sagen. So geht das.
Kannst auch sagen, was du besonders cool findest und wenn nicht, das ist einfach geil. Also ich finde eigentlich keinen Song geil, ich finde einfach alle anderen noch viel schlechter. Ist das Ja, auch voll. legitim? Das ist auch Oh! legit. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ja. Ich habe einen Honorable Mention gar nicht aufgeschrieben, den ich wollte Wir aufschreiben. können am Schluss Honorable Mentions machen, weil Ja. vielleicht haben wir Honorable Mentions, weil wir nicht wissen, das was die stimmt. anderen Ja, ausgewählt haben. wahrscheinlich. Also die Chance ist gross, dass einer Right. von meinen Honorable Mentions dort drin ist. Dann fange ich mal mit meiner ersten Nomination. Okay, was ist es? Ich habe Gloom von Save Last Breath genommen. Ja, die Hure, das wäre Weil die haben das Album wär mein rausgebracht, aber für Honorable mich- Mention gewesen. Jawohl, das ist das ganze Album, das sie releasen, aber für mich ist Gloom persönlich Das Album ist das brutal. Geilste. Und das ist dann so. Muss ich jetzt so tun, als ob ich den Song nicht kenne? Mhm. Okay. Ich heb mich zurück, keine Angst, Jungs. Ist gut laut für euch? Ja. Alright. Dürfen wir reinschnurren oder nicht? Ja, fuck it. Nices Intro, so Synthi-mässig. Mhm. Und nachher typischer Black and Metalcore. Ja, voll. Alter, wir können das jetzt wie so Sportmoderatoren durchziehen. Das Double Bass Triplet ist das sehr stabil gespielt worden von Dave. Die Abwechslung vom Rico seiner Lows zu den Highs ist auch. Schöner Tempowechsel. Das ist typisch Save Last Breath. Geil. Klavier. Und das Keyboard gibt ihm eine schöne Dissonanz drin. Der Riff. So geil. Aber wenn du das Riff geil findest, solltest du eigentlich auch Heaven Shall Burn geil finden, Bruder. Das ist so 1:1 Heaven Shall Burn. Es Riff. geht nicht darum, dass ich Heaven Shall Burn nicht geil finde. Du hast einfach keinen Bezug, oder? Genau. Das ist einfach wieder. Oh ja, so tönt es etwa Gloom von Save Last Breath. Da kommt glaube ich noch ein viel fetterer Part nachher. Ja. Wenn es der Song ist, den ich meine, schiebt es nachher auch schön und nie. Ja. Jetzt, der Part ist live immer so brutal. Und ich glaube, nachher kommt Wer nicht den ganzen Song hören? aber ich glaube, das ist eben der Song, Es, ist schon, eben, es hat schon einen Breakdown irgendwo. ich meine nicht den Breakdown. Aber ja, der ist geil. Der Breakdown? Ja, aber ich habe nicht den Part gemeint. Ah, der ruhige. Ja, der ist schon geil. Der ist sick. Er ist ein geiler Song. Ich habe sehr gut geschrieben. Ja, also. Der ist brutal. Oh ja. Very nice. Das ist, Spoiler Alert. ah? Der ist brutal. Das ist brutal. Ja. Ja, das ist mein Lieblingssong vom ganzen Album von Zero Breath. Also ein ganzes Album raus-released. Ist auf dem Album ein Dings drauf? Blazing Sun. Mhm. Ja, der ist ein Ficker, Alter. Ja, voll. Also ist nur der Song oder ist das Album dein... Ich sag mal spezifisch den Song. Ich finde das ganze Album eigentlich sehr geil. Also ist das Album quasi das Album dein Release Ja, und der voll. Song einfach deine Auskopplung dafür? Ich meine, durch das Album sind sie wahrscheinlich auch direkt am Greenfield gebucht worden. Keine Ahnung. Wir sind das letztes Jahr released. Und das ist eh geil. Sie haben gesagt, wir machen nicht mehr diesen Contests mit, der schießt uns auf an, Tag werden es buchen. Eben genau, weil es kein Heftig. Contest war. Ah, Sind direkt gebucht worden. am PC. eben, das finde ich Ja, geil. voll. Ja, aber ich glaube, die Jungs sind fertig mit. Ich glaube, der Dave ist einfach gut im Schwenden. Ist egal. Weißt du, wer letztes Jahr auch eigentlich fertig mit Contest gewesen wäre? Wer? Expello. Ja, und jetzt? Das ist so der letzte Ding so. Eben. Warum? Alles in die Waagschale Ja. gerührt, alles gewonnen. Weißt du, wer noch Ja. nicht fertig ist mit Contests? Taoist. Eversi. Ich habe Nein. also keinen einzigen Bandcontest Wirklich? angemeldet die letzten 3 Jahre. Ah, alright. Aber besser ist es so. Ja, fair. Songs schreiben. Kannst du auch delegieren? Hä? Kannst du auch delegieren? Das ist anders schreiben. Songs schreiben? Nein, nicht Songs schreiben. Anmelden. Ja, Bro, wenn wir keine Songs haben, können wir uns auch nicht anmelden für einen Bandcontest, oder? Brauchst du Das keine heißt- neuen Songs? Die nächsten Jahre machen wir wieder mit. Ja, Wir aber haben wenn, neues wenn, ich schon Material. wenn ich schon weiss, dass wir bessere Songs auf Lager haben, dann machen wir zuerst das Zeug fertig und dann. You do you. Ja, ich do me, weil ich habe keinen Bock auf Es gibt auch Bandcontests. Bands, die seit 5 Kollege, Jahren keine uns neuen gibt's Songs seit- bringen, die Contest anmelden. Bruder, uns gibt es seit fucking 12 Jahren. Also Ja, besser so wie ein Bandcontest Dinosaurier. mitzumachen. Willst du noch mal ein Bier?
Ich nehme nachher nochmal eins. Sonst gebe ich schon. Ja, ist, Aber ja, ist schon gut. Der Song ist ein Banger, das Album Ja. ist ein Banger, das hätte ich als Honorable Mention noch reingenommen. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern einfach, weil es wäre ein bisschen... Ich glaube, wenn ich Safer als Breath für nominieren für einen Award, wäre es ein bisschen... Nepotism. Ja, es wäre schon, ein bisschen sad. Ja, wir haben auch Safe Last Breath mit dem Podcast angefangen haben. Und ja, seitdem haben wir auch Wachstum gesehen bei den Jungs. Das ist sehr cool. Mhm. Größere Bühnen. Mhm. Ist geil gesehen. Jetzt Podcast gibt es Ein fast. bisschen grössere Bühne spielen sie jetzt dann, ja. Ja, ich meine, Podcast haben wir, glaube ich, vor etwa 4 Jahren angefangen. Im November halt. Ja. Ja. 2022. Ja. 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 Schön zu sehen, wie sich die Sache ändert und Bands weiter daran arbeiten. Safer als Breath ist am Greenfield, wir sind am Grenichen. Fair. Hell yeah. Voll. Ich habe nicht so viele Bands gesehen, die sich aufgelöst haben in den letzten paar Jahren. Oh. Wie Post-Corona. Whiteout. Ja, Post-Corona. Das ist praktisch eine verlängerte Post-Corona gewesen. Schon? Nein, 24 ist nicht Post-Corona, Bruder. Da ist Corona schon lange vorbei. Corona hat schon nicht einmal mehr geschwänzelt da. Aber Corona hat vielleicht Cracks gezeigt in den Bands. Das können sie. Ja. Also es haben sich einfach hure viele Bands aufgelöst in letzter Zeit. Letzte Zeit? Ja. Welche? Ständig haben sich wieder irgendeine Band aufgelöst. Ja? Ich wüsste jetzt auch nicht gerade wer. Also während Corona haben sich einfach alle aufgelöst. Das ist Ja, natürlich, ja, es das ist kannst du wie einige- nicht vergleichen. Oder einige, die sich einfach in der Darkness hineingeschrieben haben und nicht mehr gemacht. Und dann aber plötzlich wieder gekommen sind, wie Ja. Mycelia zum Beispiel. Stimmt. Haben sie bis neu rausgebracht? Ah, es ist eine Show gespielt, ja. Show gespielt. Oder Atropas auch. Aber das war wieder vor 2 Jahren. Gewesen. Ja. Aber- Stimmt, Atropas ist einfach wieder aus dem Nichts gekommen. Ja. Ja, neue Drummer. Haben sie Drummer gewechselt? Ja. Der Song Black Gold ist einfach in meinen Top 100 Songs drin gewesen Ja, von Top Spotify. Böse. Ja. Aber ja, dann kommen wir zum nächsten Song. Und zwar, der ist von dir. Von mir. Ja. Ricardo, Welcher ist von mir? Very nice. Let's go. Ich habe es sehr geschickt gemacht mit der Reihenfolge von Songs. Ah, Ich weiss ja, nicht mehr. jetzt check ich, wie es meinst. Oh, ja, also, genau. hau rein. Wie heisst es? Es heisst Superstar von der Band Sons of Coherence. Ricardo, ich muss dir schnell etwas schreiben. Oh ja? Kannst du schnell dein Handy führen? Ah ja, da ist es. Es ist mir darum gegangen, dass ich den ganzen Release, das Album Who's Lost Became Found, rein tun, weil ich bin an der Release-Show im Gaswerk Winti und es war eine wunderbare Show. Darum, dieser Song steht schon stellvertretend für die Wucht, die das Album einem entgegenschmettert, live und an Platte. Der Bruder hat sich etwas vorbereitet. Hast du die CD mitgenommen? Die CD ist per Zufall gerade oben drauf von mir auf dem Regal gewesen. Ja, also Sons of Coherence sind eh böse. Ich hätte sollen wetten mit Fear Lab, weil bei Fear Lab haben wir Wetten abgeschlossen für am also am Metal Battle, falls nicht Fear Lab wiederkommt, welche Band das ist. Und ich bin der Einzige, der gesagt hat Sons. Ja, und dann war es keine von beiden gewesen, oder? Doch. Ah ja, Sons. Ja. Wer hat noch mitgemacht? Final My Last Hour. Ah ja, My Last Und Hour, Shot genau. Ja, das ist ein cooler Contest gewesen. Ja, der Sanchi ist vor allem einfach sauböse mit seinen Vocals. Die sind übel. Ihm seine Vocals, die er wirklich live eigentlich fast noch böser anbringt. Und dann halt der Mix aus Groove Metal und Metalcore, wo sie einmalig macht, wo sie abhebt vom Rest. Das Ja. finde ich cool. Okay, macht Brian, es was sehr ist Groove Metal? Kannst du mir das erklären? Groove Metal ist eigentlich Pantera. Ja. Pantera ist der Blueprint von Groove Pretty Metal. much. Es ist wie wenn du sagst Doom Metal, Black Sabbath. Das ist Groove Metal Pantera. Aber Black Sabbath ist einfach Metal. Aber auch Doom Metal, Into the Void zum Beispiel, ist Aber der auch Hard Doom Rock. Metal Song. Nein, Heavy Rock, nicht Hard Rock. Stimmt. Es ist nicht peinlich. Bingo. Nein, es ist. Das geht unter Groove Metal, so ein bisschen Lamb of God auch noch ein bisschen. Wie es ist Killer Be Killed, ist das auch Groove Metal? Ich kenne Killer Be Killed zu wenig. Weißt du das? Kill be Killed? Das ist doch auch etwas von Max Cavalera, oder? Ja. Und Ja. dem Dude von Dillinger Escape Plan und dem Dude von Mastodon. Aha. Ja, ja, voll. Also ich habe auch reingelassen und habe es geil gefunden, aber ich weiss nicht, wie es tönt. Auf jeden Fall, der Song ballert auch wie Sau. Ja. Eben, Das also Album ballert wirklich auch. Sie sind super und sie machen ihren Weg. Wenn du das Foyer vom Gaswerk so gut wie ausverkaufst, richtig geil, weiter so. Ja. Ah ja. Sehr gut.
Ja, ich habe schon erzählt während dem. Oh ja. Ja, ich habe jetzt gefunden, ich nütze das gerade. Brian hat perfekt einfach den Dings gebraucht. Ja, und darum hört das Album, weil es ist böse. Ja, definitiv. Die sehen wir am Wacken Metal Battle Finale. He? Ja, voll. Mhm. So, und dann als nächstes haben wir deine Wahl. Jawohl, eine von meinen 5 Songs. Voll. Und der, den ich da gesehen ist CUD von Ivy. Weißt du, was das heisst? Nein. Was heisst? Keine Ahnung. Los mal. Ich habe den Song einfach rein da, weil er bretscht. Das wäre schon. Ivy sind sick. Ja. Weißt du, wo wir die Sängerin von Ivy gesehen haben? Ja, aber nicht mehr wo. Also, ja, ich weiß. Basel, oder? Nein, Bergbaden. Ah ja. Mit ihrer anderen Band. Wie haben sie geheißen? Ich habe den vergessen. Also, ich habe den Song wirklich einfach ausgewählt, weil er slappt wie Sau. Ja. Es ist ein sehr dynamischer Song. Also das Intro war so richtig HC-Punk. Es ist hardcore as fuck, Alter. Es ist ja, einfach schon geil. Punk, ja. Es ist Und einfach jetzt geht hässig. es gerade so weiter. Es ist einfach authentisch hässig und ich will Bands wieder authentisch hässig sehen. Nicht mit dem Scheiß von dieser Drecks-Metalcore einfach «Es ist so heavy, fick dich mit heavy!» «Es ist so heavy!» «Ja, ich kann Breakdown aber halb so lang abspielen wie voran!» Ich Bella, weiss, bist nicht so rot. wir haben sie mit Terrain Vague gesehen, an Ah, der Oster Hardcore Show. Aber das ist einfach so ein... Ja, wirklich. Und also mein Herz geht auf. Es ist einfach ein roher Hardcore-Punk. Ja, Ich habe das Und so es, gern. und es geht nur 1,5 Minuten, das ist super. Das ist ideale Songlänge. Ja. Und die Vocals passen da perfekt rein, Ja. einfach so richtig Finde ich sehr hässig, gut. roh, rein, es kreit, das ist geil. Sehr geil. Love it. Nicht Ja. auf dem Schirm gehabt bis jetzt, wird sich ändern. Ich weiß auch nicht, wie das gelaufen ist. Der Ricky hat glaub, einfach mir das mal so geschickt, so Bruder, ich glaube, das kannst du schon geil finden. Und ich so, ah ja, das ist geil. Ja, voll. Ja, dann kommen wir zum meinem nächsten. Also Nomination. C.U.D von Ivy. Voll. Fucking Banger. Ja. Ey, wenn wir die Playlist nachher veröffentlichen. Ja, sicher. Machen wir das. Das machen wir. Voll. Dann haben wir noch meine nächste Nomination. Deine Nummer 2. Das ist Arcane. Mit, Aus dem Bündnerland. ja, Oh, mit da bin ich- Harbinger of Doom. Ist das von eurem neuen Album? Missfast, es geht ja ums 2025. Ist Teil von... Weil das Album wäre das Jahr rausgekommen, Ricky. Ja, nein, das Ah, der Song ist rausgehauen. letztes Jahr Single-Release rausgekommen, ich vorher, easy. Genau. Ja, ja. Das ist schwer heavy, Alter. Das ist schwer heavy. Super sympathische Leute, einfach, dass ich es mal gesagt habe. Ja. Ja, Ja. Der Sänger war am Wacken Battle, wo ich gespielt habe. Ja, ich bin mit dem Sascha von Fear Lab ihre Albumtaufe schauen. Ja. Im Ebri. Ja. Auch random, dass eine Bündner Band im Ebri Albumtaufe macht. Ja, voll. Weil ich habe gesehen, so wie, ja, du bist der Sänger von Arcane. So, ja, voll. Und ich so, ja, gell, du hast Nippel zeigen, dann Videoclip. Und er so, ja. Sex-Symbol und so, weißt du? Das ist, by the way, auch ein modernerer Heaven Shall Burn Part. Ein melodischer, ja. Yes. Aber ja, der Song geht auch 5 Minuten. Aber das ist wirklich ganz toll. Das ist sehr geil. Wie würdest du es vom Sound her qualifizieren? Das ist eine gute Frage. Modern Melodeath. Eben, ich habe gerade ja. gesagt, es ist mehr Melodeath als Metalcore, meines Ja, ja. Erachtens. Definitiv. Meiner Ja. Meinung nach ist das kein Metalcore. Nein, ist kein Metalcore für mich. Also ja, das habe ich eigentlich gemeint, ich habe es nur komisch Voll. formuliert. Ah, ja. Definitiv. Es hat Melodeath, es hat Death Wobei Metal das könnte Part. jetzt auch gerade das hätte vorher nicht jetzt auch das Sylbrief können sein. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Es war zu schnell gewesen und zu langsam gleichzeitig. Aber Sephiroth's Breath spielt auch ein bisschen mit dem Black Metal. Also sie gehen ein bisschen weg vom Deathcore und dann bringen sie zurück. Sie sind nicht unbedingt für mich eine Deathcore-Band. Haben so ihr eigenes Ich habe Melodeath. keine Ahnung, was Sephiroth's Breath für eine Band wäre. Aber das ist mehr, ich würde das moderne Melodeath Ja. nennen. Kann ich unterschreiben, ja. Ja, aber es hat so At the Gates Stuff. Es hat... Ja. Also eigentlich so halbe Blind Guardian meets At the Gates.
Ich habe auch mega an At the Gates gedacht. Heavy Blind Guardian, Alter. Ja. Heavy Guardian. Einfach gute Song, gute Der Band. fickt wie Sau. Video ist insane. Live auch brutal gut. Und ich weiss noch, sie waren ja letztes Jahr am Metal Battle in Wiel und sie haben eine ganze Garladung mit Fans gebracht. Das habe ich hure geil gefunden. Und sie haben mich dann gefragt, wo sie halt nicht weitergekommen sind im Finale, hey, was können wir besser machen? Und ich habe ihnen ganz klar gesagt, am Sound nichts. Ihr beherrscht euer Instrument, ihr habt geil strukturierte Songs. Und da habe ich ihnen ein paar konstruktive Tipps gegeben zu der Performance. Ja. Aber es ist wirklich, also zum Hören, Hammer. Ja, voll. Ja, ist geil. Wirklich gut. Ich habe noch nie live gesehen. Hey, Ricky. Aber ich habe mal für die Jungs Backing-Tracks geschrieben, vor irgendwie 8 Jahren. Nice. Ja. Aber das ist Ricky wieder am Name-Drop. Ich habe Backing-Tracks geschrieben. ja, aber nachher haben sie die Backing-Tracks nicht am richtigen Song rausgebracht. Was? Aber sie haben es trotzdem released. Nein, sie haben nicht meine Backings gebraucht. Aber ich habe quasi von... Oh no. Ja. Aber Sad. ist cool, wir haben die Songs können hören, irgendwie 6 Minuten vorher oder so. Oh, nice. Von dem her, ja, ich bin schon lange ein Arkin-Fan, muss ich sagen. Das ist eine geile Band. Jo. Dann... Brian. Wieder etwas von mir. Es kommt die Band Pussboil mit der EP, die es rausgegeben im 25 Indictment. Und ich habe mir den Song A Cruel End with No Remorse ausgesucht. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Es ist absolut feinster Slam von Basel. Es ist eine Band, die ich erst einmal gesehen habe und es regt mich mega auf, weil ich jetzt am liebsten schon 20 Mal gesehen. Was dafür lustig ist, eigentlich an jede Slam-Show in der Schweiz, wo du gehst, ist der Sänger im Publikum und jemand erkennt ihn dann und holt ihn auf die Bühne. Geil. Und was auch krass ist, der Sänger und der Gitarrist, sie singen beide etwa gleich viel, sie wechseln sich mega ab. Geil. Darf ich schnell eine ernst gemeinte Frage stellen? Ja. Funktioniert das bei Slam-Bands so gut, weil keiner versteht, was gesagt wird? Ja, es langt eigentlich, wenn du grunzt, ist voll. Das Geil. ist kein Witz. Die Geil. gehen nochmal auf die Bühne und sagen, mach ein Feature und dann machst du einfach die Geräusche. Geil. Brian, du bist ein klassischer Slam-Fan. Was denkst du von der neuen Welle mit Peeling Flash? Willst du mir also sagen, ich bin dumm? Weil du gesagt hast, ein klassischer Nein, aber ich meine, es gibt Peeling Flash-Fans, die Slam noch nie gelost haben. Ja, Es stimmt. gibt nachher Slam-Leute, die Peeling Flash haten. Es gibt Slam-Leute, die Peeling Flash embracen. Okay, dann bin ich irgendwo zwischen dem zweiten und dem dritten, was du gesagt hast, weil das einzige Gute da innen sind ihre Samples. Weil der Slam, was sie machen, ist basic. Es ist... Sorry, ich schiebe jetzt gerade. Ihr zwei sind da. Der Ricky interviewt dich, als ob es ein 1A seriöses Interview wäre im Hintergrund. Nein, aber es ist wirklich so. Es gibt Slam-Bands, wo du zum Beispiel 357 Homicide, wo du denkst, shit, man, die sind nur das Zweite und es klingt unglaublich kreativ. Ja. Und nachher kommen Peeling Flash, die einfach geile Samples reinhauen an witzigen Stellen und darum viral gehen, wo du denkst, ja schön, aber die machen es jetzt 3 sag's ihm, Jahre Ricky. und nachher hört es Sag's auf. ihm. Aber es passt Sag's sehr ihm. gut mit der Musik zusammen. Ja, und jetzt lass das ist Teabagger-Sound. Brian, hast du jetzt eigentlich gerade Ricky seine neue Lieblingsband, der Joe Rogan von der Slam-Szene genannt? Kann man so sagen, ja. Ja, was lustig ist, sonst hätte ich nie Slam, wie könnte ich sagen, können wertschätzen, wäre es nicht für Peeling Flash. Eben, und darum finde ich es geil, wie sie neue Leute in die Szene bringen. Und die hoffentlich hören die dann auch Bands ohne Samples oder mit anderen Samples Ja. und denken, das ist eigentlich noch geile Musik. Es ist so wie der Limp Bizkit von Metal. Es sieht einfach aus wie ein Skit, Alter. Es ist einfach ein Bit, Alter. Es ist so insane. Aber es ist so wie Linkin Park für Metal-Fans, oder? Ja. Für junge Metal-Fans, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich Die haben auch geile Samples, für, ja. für Fans, die man neu für Slams begeistern. Also Bring Me The Horizon für mich. Fair, ja. Ja, genau, all die Beispiele. Gut, also ich all mache die, jetzt einfach auch mit. Wie heissen die? Aber Brian, wie kann man jetzt genau, also wenn man jetzt die Bands hört, also was ist jetzt für dich genau an diesem Lied das, was der Unterschied ausmacht zwischen zum Beispiel jetzt einem anderen Song von Pussboil? Es ist die Sache, dass du unglaublich bolzende Riffs hast und die einen fetzen mehr als die anderen. Okay. Die einen haben krassere Tempowechsel als die anderen. Es geht ein bisschen um das. Ach so, okay. Also Aber du ich hast glaube, was mir von Peeling Flash kannst du gefällt, bitte wieder ist, so absurde ja. Scheiße im Hintergrund laufen lassen? Was mir von Peeling Flash eben gefällt, ist, dass sie eher den Hip-Hop
Vibe mit Vibe den Samples reinbringen. Und Slam quasi, also Hip-Hop ist schon wie die Basis und Slam bringen sie als ein Rap, als ein Envelope sozusagen. Ja, es stimmt, was du sagst. Genau. Ja. Aber Brian, jetzt noch zurück. Das heisst, du bist eigentlich eher gleich gewesen wie ich bei Ivy voran gerade, dass du einfach den Song einfach gefühlt hast, ohne wirklich genau zu wissen, wieso dass du den jetzt geil findest. So. Ja, also Es hat einfach in dir rein quasi eine emotionale Reaktion ausgelöst. Genau, wenn ich es beschreiben sage ich finde es unglaublich geil, wie du in einem Musikstil, wo du so viele Möglichkeiten hast, auch so viel Ausreizen tust. Du machst ja nicht so viel, sondern so viel, Ja, oder? ich sehe es. Ich würde sagen, machen wir mal einen Ausflug und gehen mal Pussboil zusammen schauen. Unbedingt. Ich würde sagen, wer auch immer das editiert, muss definitiv das als fucking Clip aufladen, weil das ist so absurd, was wir da gerade machen. Ja, unbedingt. Yeah! es ist wirklich, Alter, wo du angefangen hast in interviewen, habe ich einfach das Gefühl, sorry, das passiert jetzt nicht gerade einfach so, ohne dass wir das geplant haben. Das ist Weil es geil. ist eigentlich so wirklich wie... Kennen ihr noch bei Joko und Klaas früher, das unnötig komplizierte Interview? Oh ja. Ja, das ist genau das. Das ist geil. Aber jetzt? Das ist geil. Was ich aber wirklich schätze an dieser Musik ist, sie ist nicht überproduziert, sie Aber ist nicht quantisiert und sie tönt... Den Part würde ich gerne länger haben. Der Wo du den Snare hörst, wenn er einfach Es ist, durchbängt. was ich wirklich muss sagen, was ich dieser Musik halt gut schreibe, ist, es ist absolut nicht belanglos. Und es ist ehrlich. Es ist Ja. wirklich nicht belanglos, es ist nicht ehrlich, es ist ehrlich und nicht einfach nur gemacht, damit man es kann im Radio laufen lassen. Voll. Fair. Also es ist kein moderner Metal. Richtig. Ich will ja, wegen einer von diesen Bands bekommen wir einen fucking Copyright Strike in YouTube. Aber nein, hoffen wir nicht. Dann. Ganz sicher. Das ist wie wenn du selber ein Video auflässt. So, sorry, in diesem Video sind Songs gefunden, wo du kein Recht daran hast. Ich so, ich habe den Song geschrieben, du Arschloch, ich habe alle Recht. Dann. Bella. Ja. Dann haben wir noch eine, die du ausgewählt hast. Yes. Grind Me Down. Yep. Von? Raw Reflections, oder? Ja. Yeah. Ja, tatsächlich. Super Songraten mit Ich bin jetzt Billa. mega gespannt, weil wir haben vorher so viel über die geredet und jetzt hören wir Ich habe die Band rein. nicht kennt bis letztes Jahr. Ja, es hat auch nicht gegeben bis jetzt. Das ist die Band vom anderen Podcast. Voll. Es ist eben mal etwas komplett anderes. Das ist wirklich nicht 0815X. Ja, stimmt. Beide sind ja in Raw Reflections. Ja. Und von das sind wir beide Taoist. Müssen wir mal zusammen spielen. Yes. Es ist vor allem eine richtig geile Mischung von Das ist geil. Heavy und nicht Heavy. Und Clean Vocals und nicht Ja. Clean Vocals. Und es ist etwas Neues. Es ist frech. Und es ist nicht überproduziert. Ich finde es Yes. geil, weil es einfach... DIY sogar. Auch. Es ist geil. Ich finde es super. Der Chorus ist super stark. Ja, die Choruses sind. Unerwartet. Dann fast Aber jetzt ja. nach Ossi. Ja, jetzt was du sagst. Ja, also so die Kopfstimme, das klingt wirklich wie der Ossi. Ja, hat was. Und das ist, Der Chorus ist sau stark. und das ist glaube ich, Und der jetzt Sean, kommt es der wieder zurück Gitarrist, zu der einem singt. modernen Ja. Metal-Part. Weil der Mick schreit, der Sean spielt Gitarre und singt, Ja. der Jonas singt glaube ich Background und macht Bass. Spielt er nicht Keyboard? Jona, kommentier mal. Ich glaube Spaß. Bitte ohne Shirt und hässig. Ich glaube Spaß. Und den Drummer kenne ich nicht. Und noch ein bisschen Two-Steppen Ja, bei und dem da ist, Teil. jetzt, da, ist Hammer. jetzt, da ist jetzt so ein... Eben, den Sean habe ich letzte Woche im McDonalds gesehen, im Detville. Ich sehe den Jona anständig dort in der Ja. Nähe. Hängt immer an der Tankstelle. So ein Obdachloser. Ja, das ist richtig, es ist wirklich ein interessanter Song. Es ist mal komplett etwas anderes, wie du sonst hörst. Ja, Das Eigentlich stimmt. eine Band, wo Eversis sollte mitmachen spielen. unbedingt. Weil, ja, stimmt. Ja, let's do it, boys, komm. Oh, Temu, Linkin Park und Raw Reflections. yes. Aber ja, ich finde den Song wirklich, er ist sehr interessant. Jetzt noch etwas zum Stampfen. Es hat so wie etwas für jeden dabei. Ja. Ist so ein modern Metalcore-Fruchtsalat. Ich Also, würde es eben nicht mal das- Metalcore nennen. Es wird dem Begriff nicht gerecht. Ja, ja, das Stimmt. ist so, das- Aber es ist so umfassend. Ja. Es ist wie ein Potpourri, wo von allem ein bisschen drin ist. Genau, jetzt kommt wieder so ein... Gefällt mir.
könnte man so ein bisschen wie Metalcore jetzt schon. Aber ist so Metalcore mit so Octanecore, aber High Energy Rock, oder? Ja. Es ist nicht moderner Metalcore, Ricky, nein. Ja? Metalcore mit Octane Rock ist moderner Metalcore. Eben, Octanecore ist eigentlich Metalcore mit, also Metalcore mit High Energy Rock Ja, Choruses. aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt Metalcore. Ich würde den Metalcore gar nicht dort rein tun, aber es ist für mich Modern zu Metal, wenig. ja, Modern Metal. Es ist zu wenig. Es ist zu wenig Hardcore für mich zum Ja, Metalcore für sein. weniger so einfach. Ich weiß nicht, was es für ein Genre ist. Ja, Modern, Ich könnte kein Genre sagen dazu. Aber es ist für mich jetzt. Ich würde das jetzt eine nicht. moderne Metalband. Ja, aber dann der andere Song von ihnen ist nicht so Metal. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber nicht Spoiler. Hat ein bisschen Melodeath, hat ein bisschen Ja, eben. Rock. Ja, das Ja, ist, eben so, der Refrain, der ist ja mehr so Rockhymnenmäßig. Mhm. ist geil. Absolut. Das ist wirklich Macht ein guter Parkway Song. Drive noch Metalcore? Nein. Ist so, ja. Ja, zu dir richtig, oder? Nein. Ja, schon Arena Rock, Stadium. Ja, Stadium Metal. Stadion-Rock-Element hat es wirklich drin, voll. das stimmt. Ja, ja. Stadion Rock Metal. Ja. Stadion-Rock Metalcore. Also, Stadion Core. du kannst mittlerweile Genres, glaube ich, einfach nicht mehr definieren. Nein, es ist so einfach so. schwierig. Alle machen alles, alle haben das Gefühl, sie sind das. Ja. Es kommt dann so eine SVP-Trans-Debatte aus mir raus über moderne Musikgenres. Ich sehe, es geht nicht mehr lang. Wenn wir ja. dann noch 3 Stunden aufnehmen, dann ist es so weit. Also, ich komme dann zu meiner dritten Nomination. Hell yeah, brother. Und zwar es geht um Artifiction mit Rose Pavilion. Sie haben den EP rausgebracht im Bandcamp, aber ich habe den Song genommen. Geil. Und der Wer ist da der Sänger? der Damis. Ah, super. Von seiner anderen Band, die heisst A Lost Game. Yeah. Wo im Podcast war, Folge Nummer, keine Ahnung mehr. Etwa die viertletzte, die vor 4. Ja, Oh, der 83. ist aber sexy, Alter. Mhm. Da siehst du Damis in einer Weisse am Tanzen. Aber ich würde. Der hat den Videoclip auch selber gemacht. Ja, Er stimmt. alleine. Und es sieht sehr gut aus. Ist das jetzt Metalcore oder nicht? Oder Post-Hardcore. Wir sehen auch so gentige Sachen noch drin, oder? Das ist halt... Man kann schon sagen, alles ist irgendwie Metalcore, aber auch nicht. Ja, weil alle Leute, die jetzt in Bands sind, früher Metalcore gelassen haben. Wieso? Seit uns der Rafa von Drill gesagt hat, dass sie Metalcore machen. Ist alles Ja. Metalcore. Für mich tönt es nach Post-Hardcore. Ist jetzt einfach meine Meinung aufgrund von dieser Minute. Ja. Ja, aber Post-Metalcore. nicht korrekt gelabelter Post-Hardcore. Ja, halt das, was die Leute darunter verstehen, nicht Ja, das, ja, was ich es weiß, was eigentlich du ist. meinst, Ja. Gibt's Post-Metalcore? Ja, In dem Fall? gibt's. Der Part ist schon sick, man. Ja, der Part ist absolut sick. Das Gitarrenlied ist insane geil. Voll. Und der Clean-Gesang macht eben der Gitarrist. Der Damis tut jetzt, glaube ich, teilweise auch noch Clean singen. Er hat früher eben nicht Clean gesungen. Ich bin gerade immer noch an einer Post-Metalcore-Band am Umstudieren, Alter. Und ich glaube, den Namen vom Gitarrist vergessen, es tut mir leid, Bruder. Ich kenne das seit ein paar Jahren, aber Ja, ich passiert bin so oft. die ganze Zeit am Studieren, wie er heisst. Ich habe ihn auch schon interviewt. Er ist ein mega chilliger Typ. Mega. Fuck. Ja. Ich weiss, dass der Schlagzeuger Mischa heisst. Ja. Der Mischa. Hilft aber nicht, hä? Oh, heavy. Auch. Artifiction sind auch sehr gut. Absolut. Jawohl. Fuck, wie heißt der Bruder? Er ist nicht Björn, oder? Nein. Björn ist auch ein chilliger Sicht. Der ist auch mega cool, ja. Ah, Mann. Das kommt mir nachher in den Sinn. Sobald wir auf den roten Knopf drücken, kannst du dir in den Sinn. Ja, Ist nicht so, also wir seit fucking 8 ich Jahren sehe kennen den oder so. Typ vor mir, aber wie heisst du? Ja.
Das ist schlimm, passiert mir letzte Zeit einfach mehr und mehr. Ich glaube, es ist das Alter. Ja, du bist auch alt, ja. Und wir kommen mit so vielen Leuten in Kontakt in der Szene. Das stimmt, Dass ja. wir haben irgendwie so... Mark! Er heisst Mark! Ja, Gell? voll. Ich meine, unser Speicherplatz ist so limitiert, oder? Auf irgendwie Anzahl Leute. Und wir hatten einfach mehr Leute. Und es passiert mir so oft, haben wir gesagt, Konzerte so wie, hey Bro, wie geht's? Und so wie, hey, Hoi du! hoi Bruder. Solange das Gesicht noch erkennst, ist gut. Ey, Ja, im voll, Fall- das klingt recht gut. Und hört auf mir zu sagen, hey, weißt du noch, wer ich bin? Bruder, sag mir einfach, welche Band Der du Ricky spielst. weiss nicht mal, wer ich bin. Ja, eben. Oder was auch hilft, sagen einmal, hey, weißt du noch dort und dort? Und wenn Ja, du dich genau, dann daran erinnerst, genau. dann hast du auch die Verbindung. Erspar uns den awkward Moment und sag einfach, hey Bro, weißt du noch von dort und dort? Ja, voll. Dann ist es wirklich gut. Genau. Weil ausser du hast ein sehr spezifisches Merkmal am Gesicht oder am Körper, es wird sehr schwierig sein. Und ich würde es erst nach 3-4 Mal erkennen. Weißt du, wie viele Mal? Ich habe glaube Ja, alle Gitarristen von jeder Band sehen alle gleich aus. Anyway. ich habe den Drummer von Lost Game 4 Mal gebraucht, bis ich so wie, Ich müsste gerade wir haben sagen, zusammengespielt. der glaub Gitarrist sogar. von Lost Game wäre bei mir auch schwierig. Das ist sehr schwierig. Das weiss ich sogar bis heute nicht. Ich bin letztens wieder im Backstage gekocht. Ich kann es dir nicht sagen. Weil jedes Mal, wenn ich mich an den Gitarrist von Lost Game erinnere, sehe ich einen Fischerhut und so eine Maske. Eben, das ist halt Sniper-Anzug, da wo er hat. Ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Oh ja. Auf einen Banger-Track Das ist würde yes. Wirklich sehr geil. Und jetzt, Brian, wir kommen zum deinem dritten Mein Song. dritter Song. Es ist mein meistgelosster Song 2025 gemäß Spotify. Ich habe dann eine Insta-Story gemacht und die Band taggt und gesagt, juhu, du siehst ja die Statistik, die ersten 5, meistgelost. Und sie, hey Brian, viel Liebe für dich, finden wir mega cool, aber das kann nicht gesund sein. Und jetzt hören wir rein. Musst du noch erklären, wann ist das rausgekommen? Es ist am 31.12.24 rausgekommen. Darum es hat keine Zählt. Chance gehabt, um im 24 für etwas in Frage zu kommen, weil es nur einen Tag aus war. egal. Darum ist es jetzt dabei. Es ist die Cockblocker EP von Ditch Warden mit dem Song Cockblocked. Da war auch die Wahl sehr klar gewesen, weil ich finde den Song mit Abstand am geilsten. Und es tönt eigentlich wie eine Demo. Aber der Song ist so abartig geil. Er ist wirklich Nummer 1 von mir letztes Jahr. Und ich bin dieses Jahr auf YouTube Music gewechselt, weil der Spotify-Typ einfach voll spinnt, oder? Ja. Und ich bin so froh, sind sie auch auf YouTube Sehr Music. gut. Das ist leider bis jetzt alles, was released haben. Ich hoffe auf noch mehr. Und ich habe es auch noch nie gesehen, leider. Ja. Du, die ganze Band ist am Wacker Metal Battle in St. Gallen gewesen. Die hätte auch können gerade auf. Ja, sie hätten gerade Bühne können die Instrumente nehmen und los. Gut, der eine von denen war der Moderator gewesen am St. Gallen Gig. Wie hat der geheißen? Der Jamie, oder? Der Jamie, glaube ich, war. Brutale Persönlichkeit. Mega. Könnte Stand-up-Comedian sein. Insane Performance, insane Energy. Hätte ich wirklich auch Und gerne es gesehen. war sehr lustig, weil er ist einfach besoffen geworden und er ist einfach professionell as fuck geblieben und einfach funny. Und Nice. Jamie, Shoutout. Voll. Jamie, der John und der Schlagzeuger, der auch bei White Dog Suicide und Honor dabei war. Ja. Wo es noch Honor war. Ja, genau. Der. Wie heisst er jetzt? Und wir reden nicht von Honor, die Nein. Nazi-Band von Deutschland, sondern Xonor in früher. genau. Er heisst, ich drehe durch mit diesen Namen heute. Der Jan? Nein, Probier es darum gar nicht. ist der Er heisst. Glarner, oder? Der Ja, Tobi Glarner. Tobi. Sogar mit Nachnamen, sorry Tobi. Shit, sorry, Bro. Sorry, dass wir wieder da setzen in dem Podcast. Aber ja, die EP fetzt wirklich, der Song fetzt am meisten. Das ist Ich voll- kann- schon stabil. Ich habe die Band gefragt, wie nennt man den Sound? Und sie haben mir gesagt Mincecore. Und ich habe gefragt, was unterscheidet Mincecore vom Grindcore? Was ein Minz im Sinn von Hackfleisch? Nein, Mince, so... M-I-N-C-E. Ja, Ja, eben. ja, Ja, Hackfleisch auf Englisch. ja. Und die Definition ist eben, bei Mincecore sagt sogar der Drummer. Nicht nur alle anderen Mitglieder. Hell yeah. Ich habe einen anderen Namen für Ditch Warden und zwar Templar Core. Und das bedeutet so? Weil die haben den Meme mit der Templar-Maske angefangen. Ah, Und ich habe den Jungs gesagt, Boys, der Merkmal ist mir bis heute geblieben. Weil ich habe denen am Parkplatz von St. Gallen Show getroffen und Ja. mit denen geredet. Der Boys, ich habe noch nie einen Song von euch gehört, aber ich habe den Meme mit der Templar-Maske schon 10-mal gesehen. Das bleibt im Kopf. Was für ein Meme? Sie haben einfach eine Templar-Maske. Zuerst, weil
Sie haben quasi so ein bisschen von Xonor inspiriert mit 3 Masken. Was für eine Masken? Templar Knight Rittermaske. Also ein Ritterhelm. Ritterhelm. Ein Ritterhelm geholt und haben einfach Templar Memes gepostet auf ihre Page. Und das ist mir für fucking 5 Jahre im Kopf geblieben. Komplett an mir vorbei. Und deswegen weiss ich noch von Ditch Warden, obwohl ich die nie wirklich gehört habe. Das ist Also so sick. fett schon noch. Gell? Und deswegen... Und alles DIY. Wirklich? Ja, deswegen ich gebe da nochmal die Empfehlung, Jungs, unbedingt mit Tempermaske spielen. Ich weiss, es ist heiß as fuck, haben sie Jungs erzählt. Sie haben nicht können schnaufen, aber es ist fucking funny, es ist geil, es passt zum Sound. Ja, wer braucht schon? Und dann einfach sagen, sie machen Tempercore, fuck it. Templar Core. Richtig Mann. geil. Voll. Das ist geil. Nein, und das beweist auch, auch wenn du DIY machst und vielleicht erst am Anfang von der Mixing-Karriere Path bist, wenn der Song gut ist. Junge, das klingt Ist der gut? besser als die Mixes, die ich schon gezahlt habe dafür. Es gibt auch so viele Songs, die sehr gut produziert sind, die einfach scheiße sind. Sorry. Ja, stimmt, das ist die andere Variante. Ich habe ja. ich habe ein Ding, aber es gibt im Fall der Beweis dafür, dass ein Mix scheißegal ist Waka Waka von der Shakira. Wolltest du auch für das Bier? Ja, gern. Weil Ich gehe eins mit. der Mahmoud hat mir und dem Danke. Butch das gezeigt, wo wir im Studio waren bei ihm. Ist der Der Mix sagt Ass, ist der World Alter. Championship 2014 Ja. oder so gewesen? Der Mix sagt Arsch. Es lässt einfach niemand auf den Mix, weil der Song ein Banger ist. Fair, ja. Hört mal auf den Mix, der ist Arsch. Die Vocals sind da im Gesicht, der Rest ist irgendwo wieder hinten. Es ist alles irgendwie komisch pannt und das ist Arsch. Gut, das gleiche kannst du sagen für 80er Punk und Black Metal. Ja gut, aber das war eine Stilentscheidung. Ja, und man hat mit einem Fisher-Price-Radio aufgenommen. Yeah. Oder halt. Also das geht für mich eher in die Richtung Black Metal Production, das ist fucking sick. Yeah. Ja, voll. Also. Wir kommen zum dritten Song Ja. von Bella. Jo. Und zwar, den Sänger haben wir schon gehört heute. Es geht um... Der Song heisst Why Do You Cry? Scheiß Dummies, hat er sich einfach zweimal reingeschlichen. Hey. When Angels Geiles Deserve to Lied. Die. Nein. When do you cry when angels deserve to Boah, das wär's, wenn sie einfach nach dem Song würden anfangen mit Why do you cry when angels deserve to die? Nein, wo sie Why Do You Cry gebracht haben, habe ich damals, glaube ich, geschrieben fucking Inflation an. aber Fair, da gibt's 1000 Gründe. Boys, Ja. machen mal. Why Do You Cry? Hast du schon mal aus dem Fenster geschaut? Geopolitics. Nachrichten aufgemacht? Ja, genau. Das ist von wem? Ja, von... Fuck, Alter! A Lost Game, ja. Ja. Das Problem ist, den Song können wir nicht frühzeitig abbrechen, weil der baut sich auf und endet saumässig episch und darum habe ich ihn rausgeschrieben. Da wir am Reden sind, inzwischen schaffen wir schon, den ganz zu hören. Auch wenn es 4,5 Minuten sind. Brian, kennst du den Song? Ich kenne den Song nicht, gebe ich Es zu. ist ein brutales Brett im Fall. Also Ja, er ist wirklich, er kommt und dann geht er einfach auf und auf und auf und wird immer epischer und immer epischer. So wie Projekt Euromir. Ich muss sagen, ich finde es sehr Der lustig. Projekt Euro ist ab der ersten Sekunde schon das Brett. Ja, das stimmt. Wir Er baut sollten, nicht auf, der droppt einfach rein. wir sollten öfters einfach Musik hören und einfach drüber stehen. Das würde auch gut Weil er fängt eben anfangen. auch, für eine Metalcore-Band fängt er auch ziemlich weird an, sind wir ehrlich. Cheers. Hey, Prost, danke. Prost. Sind wir ehrlich, welche Band hat, wann hast du das letzte Mal einen Song gehört, der so anfängt von einer Local Band? Das stimmt, ja. Es tönt- Loctrify macht das einmal Es auch. fällt mir jetzt auf, es hat hure Aerials-Vibes. Ja, voll. Ja, voll. Aber weißt du, was lustig war? An dem gleichen Konzert, wo du mit Fuel gespielt hast, wo Lost Game gespielt hat, haben auch viele SI gespielt. Ja. Und sie haben auch so einen A Cappella-Part gemacht. Ja. Ungewollt, einfach weil Backing-Tracks nicht gelaufen sind. Wir haben aber nicht gewusst, wir haben einfach eine Cappella-Performance von den beiden Sängern gesehen. Oder? Wir so wie nachher, wow, wurde gerne eine Cappella als Teil. Und so wie, ja, eigentlich hätte es so ein Instrumental noch drin und so. Aber es war einfach eine Cappella gewesen. Und auch der Drum-Solo hätte auch so eine Musik noch im Hintergrund haben. Ja, einfach Gas geben. Ja, dort habe ich den Song leider fast verpasst, weil ich mich am Umziehen bin, um nachher mit Fear Live zu spielen. Das ist wirklich... Die Vocals sind das super gemacht. Wie heißt der Bassist, der singt? Brutaler Sänger. Auch live bringt es gut an. Es ist kein schneller Song, einfach, dass ich das mal so sagen. Ja. Aber er kommt Huren rein.
Er ist so das Gegenteil von all denen, die sagen, im Spotify muss die erste halbe Minute mega krass sein. Ja, ich glaube, die Jungs haben wirklich einen Fick auf so Sachen. Das ist gut. Das ist ein richtig epischer Song. Ja. Das ist so eine Hymne, ja. Das ist richtig... Ja. Da wäre ich meine Honorable Mentions gewesen. Also, die Giga da. So episch. Ich bin ja ein Sucker für so Songs. Ich höre zwar immer Hardcore und hässig, aber das ist... Ah ja, klopfen tut er auch noch. Ja. So ist es nicht. Die Band ist auch live insane. Ja. Der Damis ist einfach ein bisschen weniger gecheckt wie auf seinem Profilbild auf Instagram. Schon. Cardio. Brudi, sein Instagram-Profilbild ist... Aha. Ja. Ist ja schon ein bisschen Photoshop, habe ich das Gefühl. Und wer macht die los? Der Damis. Der Damis. Böse. Ja. Also ich finde cool, dass der Damis langsam abprobiert, ein bisschen Clean Vocals zu machen und ist so schüch Harmonie machen und so. Ich glaube, das sehen wir. Das habe ich bei Versus auch wieder müssen lernen. Weil der Butch angefangen hat, jetzt schön singen und so, habe ich das Gefühl gehabt, fuck, jetzt muss irgendjemand mitsingen, weil sonst ist es kacke. Ja. Harmonien sind schwierig. Jetzt kommt wieder der epische Chorus. Ja, ein guter Chorus. Ja, mega viele Bands vergessen, dass du einen fucking Chorus brauchst. Ja. Hör du Songs schreiben ohne einen Chorus? Grosse Choruses sind geil. Die verfickten Drecks-Breakdowns laufen wir auch nicht hinten rein und die aber da habe ich jetzt 3 Stunden im Kopf. Ja, voll. Ist es so, ja. Ist einen Weg schwierig, in dieser Musik Ohrwürmer zu fabrizieren. Das kann nicht jeder. Und dann schreiben sie noch, genau, und dann probieren sie es nicht mal, irgendetwas zu machen, was dir im Kopf bleibt. Aber das, der Chorus, Mann. Ja, wirklich gut. Stabil. Und einfach der Schluss. Ja, und der fickt auch wie Sau. Also schon. Für die Fickung ist gesorgt, ne? Mhm. Geil. Hat der Damis erzählt, wer das produziert? Keine Ahnung. Hast du das nicht auch selber gemacht? Nein, vielleicht selber aufgenommen, aber ich glaube nicht gemischt. Nein. Ja, gut. Geil. Artifiction weiss ist Wie lange? Ab wann ist es eigentlich nicht mehr DIY? Wenn es nicht selber mit. Also ich glaube. Also, ja, weil Wild Shit Sleeps ist auch eine DIY-Band und die geben es aber ganz sicher zum Mischen. Ich würde sagen, du könntest 50% DIY sein mit. Nimmst du selber auf, oder schickst du mich im Messer? Ja, aber auch dann, wenn du kein Label hast, wo du selber was machen musst, du alles selber machst und selber entscheidest, du schickst es dort hin zum Mischen. Weil bei so grossen Bands ist ja DIY der Ansatz, dass du dich selber managst und selber das Zeug organisierst und dir niemand sagt, was du musst machen. Ich glaube, im musikalischen Prozess einfach Song schreiben, Song aufnehmen und der letzte ist halt ein Mischen und Messer und da gibt es wenige Bands. Landmarks ist ein DIY, weil der macht alles selber. Parkway Drive auch, oder? Nein, die mischen und mastern nicht selber. Ah, okay. Aber zum Beispiel... aber ich finde eben, mischen und mastern ist jetzt wie so... Also, das musst du meiner Meinung nach nicht können, um eine DIY-Band sein. Ich glaube, dann bekommst du nicht 100% DIY-Band, aber du kannst schon den DIY-Label nehmen. Ist so wie Aktienanteil, oder? Kannst einfach 51% Owner sein. Dann ist DIY. Ja. Nehmen wir. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn du gar nichts machst, dann kannst du nicht sagen DIY. Wenn du selber aufnimmst, schau DIY. Everse ist schau DIY. Ja, ich hätte auch jedem, der mir das absprechen würde, ich auch straight up sagen, du bist ein Nein, genau. Aber wenn du nicht weißt, wie... Schöner hoher Doppel. Voll, aber wenn du nicht weißt, wie DAB funktioniert, dann ist nicht DIY. Hätte ich gesagt. Aber ja, wir kommen dann zum nächsten ein verdammter Brecher auf jeden Fall. Song. Wir kommen zum In German, wie kalt ist ein Brett? Zu meine vierte Nomination. Die haben wir heute schon gelost, lustigerweise. Aber das ist ein anderer Song. Und ich habe Aurora Reflections. Oh, Shoutout Jona und Mick von Cracker Report. Irgendetwas macht es einfach gut. He? Und ich muss sagen, der Song ist der erste Song, den sie rausgebracht haben.
von den 2 Songs, die sie gebracht haben. Also wir haben eigentlich eine 50% Chance gehabt, um den gleichen Song auszuwählen. Ja, lustigerweise wir haben es nicht gemacht. Das Sehr ist nicht gut. abgesprochen gewesen. Also, aber der Song gefällt mir mehr. Das stimmt, einfach, ihr glaubt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir sind vorher noch gekocht und haben das Gefühl, haben wir irgendwelche Überschneidungen? Ja, und der Chorus für mich und der Song ist einfach heftig. Love it. Das heißt, No God Can Help Us. No God Can Help Us. Ja. Raw Reflections. Aus dem Kapitalismus halt. Das ist aus dem Nichts mit dem Song rausgekommen. In Flames Vibes. Ja. Haben wir komplett weggeflasht. Das klingt auf diesen Kopfhörern viel geiler wie auf meinen. Hey, 30 Stutz, T-Bone Kopfhörer von Thomann. Ja, es sind halt keine In-Ears, das ist ein bisschen blöd. Ich habe 7 von diesen Kopfhörern. Das sind wirklich mega gut. Und eben, billig und gut. Auch wieder so überraschende Cleans. Ja. Es sind nicht die Cleans, die mich immer hässlich machen, weil es tupft genau gleich und langweilig tönen, so auf einer Tonlage. Ja. Es ist wirklich schöne Dynamik in der Stimme. Und hoch. Hoch as fuck. Ja. Einfach gute Sache. Das ist auch ein brutaler Track. Die haben German wie also Kalsis ein Brett. Und das ist eine DIY-Band. Sie nehmen alles auf, sie mischen alles selber und so. Das musst du respektieren. Respect the grind. Ja gut. Aber die können es auch. Ja. Ich glaube, Wenn ich selber übermischen, weil es einfach scheiße tönen. alle diese Bands sind Tontechniker. Weil ich glaube, der Mick und Jonah können mischen. Der Sean kann auch mischen. Ich glaube, der Sean tut das mischen. Der Drummer kann ich nicht. Hast du vorher schon gesagt, ja. Ja. Kann ich immer noch nicht. Aber what a case. Ja. Jetzt wieder Samples, die nicht dem Charlie Chaplin seine Hitler-Speech sind vor allem. So ein Gitarre-Solo. Wo auch nicht mehr so oft hörst in neue moderne Produktionen. Ja. Also einfach ein kleines Public Service Announcement. Hört auf dem Hitler, Charlie Chaplin seine Hitler-Speech. Die eure Hardcore-Songs sind zu nehmen, wir haben sie gehört. Ja. Ah. You are not men, you are not cattle. Das ist Shit. Ich hab, wir haben bei White einen Song gehabt, der Hate heisst. Was soll ich sagen, Alter? Ja. Bei White haben wir einen Song gehabt, der Hate heisst. Und ich wollte ein Hitler Recording drauf tun. Boah, das war geil gewesen, Alter. Aber ich so wie, die Jungs so wie... es passt zum Thema, aber... und dann habe ich einfach einen vom... Ricky, noch nie etwas von Rechtsrock-Bands gehört voran. als Kritik sozusagen, oder? Ja, logisch. Aber dann... Aber ich kann dir sagen, was dann passiert wäre. ja, aber dann habe ich einen anderen genommen. Ich glaube vom Roosevelt oder so. Ja, einfach die andere Seite. Oder nein, das war Carter, glaube ich. Nein, wer war nach Roosevelt? Keine Ahnung, Alter. Fragt der Shane Gillis, Alter. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Eisenhower. Könnte Eisenhower sein. He's dead as a vegetable. Look. Nein, weil Roosevelt ist Eisenhower was a pussy. Roosevelt ist ja gestorben gewesen, bevor der Krieg fertig war. Und Eisenhower hat nachher gewählt, um die Atombombs zu schicken. Genau, ja. Genau. Alter. By the way. Die Diskrepanz von die Zeitdiskrepanz zwischen... Sorry, Raw Reflection, Jungs, dass wir das jetzt in eine Geschichtslektion ausdingseln. Aber wegen Pearl Harbor haben ja alle das Gefühl, dass das ist ja Pearl Harbor gewesen, und dann sind die Japaner verbombt worden von den Amis. Brüder, es sind 4 Jahre dazwischen gewesen. Ja, und das ist auch der Grund. Also das hat nichts miteinander zu tun gehabt. Und ich meine, nix. Hätten die Japaner nicht Pearl Harbor attackiert, hätten wahrscheinlich die Deutschen gewonnen. In Europa. Weil die USA hat sich nicht involviert. Er hat sich rausgehalten recht lang, genau, ja. Ja, und jetzt kommen sie da und sagen so, if it wasn't for us, you guys all be speaking German right now. Also, ja, ich weiss doch nicht, wo du herkommst, aber ich rede Deutsch. Ja, it wouldn't be Switzerland without us. Ja. Also, Brian. Bello, hast du mir echt geschwind das Obere von diesen beiden Sachen, wo Gen Z nicht weiss, was es ist?
Weil das brauche ich für meinen 4. Pick. Privatsphäre meinst du? Jetzt noch nicht checkt. Social Keine Skills. komplett gefickte Welt. Social Skills. Zwei Türme in New York. Ricky, hab bitte den Song rein. Es geht um Xaner und der Song ist Killdozer, der schon viel vor dem 25 rausgekommen ist. Aber Ah ja, musst du erklären, ja, stimmt. sie Die haben, Killdozer kennen es auch nicht, by the way. Xaner haben immer gesagt, sie werden nie ein Album releasen. Und dann haben sie es doch gemacht. Und ich habe das im 25 gekauft, auf Kassette. Das ist eine Kassette, mit dem sind wir noch aufgewachsen. Ja, und Ja. Ich kann den nicht mehr steuern, das ist gefroren. Aber das kann man Ja, lassen. das geht nachher wieder. Das war vorher auch schon mal gefroren, eine Minute. Hey, die Sache ist die. Ups. Nein. Ricardo! Komm jetzt. Lass. Nein, die Sache ist die. Wir haben in der Schweiz Thrash Metal Bands, sehr Ja. viele. Coroner und Messiah haben es zu weltweitem Raum gebracht. Mag ich denen mega gönnen, weil sie sind extrem gut. Ja. Aber nach ihnen gibt es eigentlich fast nur noch Thrash Metal Bands, die so ein bisschen Exodus oder Big God Four damn it. nachmachen. Ah, jetzt ist es wirklich weg, oder? Exodus oder wer? Big Four. Das ist ein Ja. rechter Hot Würdest du Take, aber ich stehe würdest dazu. du dort Comania Gad rein tun? Ja. Ich würde wie keine Bandsnamen nennen, aber ich finde... Nein, es nimmt mich einfach Wunder, weil ich finde so Fresh Metal geil, aber ich weiß nicht, wo ich Comania soll hintun. Ich finde es klassischer Thrash. Weniger Exodus-Vibes und mehr, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat jetzt... Weil ich will nicht mich dazu äußern, weil ich habe mich mit dieser Aussage schon mega Mit- auf Glatteis begeben. Ja, Mit und? Testament und so? Ja, ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Testament und Megadeth. Nur schon wegen der Solis und allem. ja, definitiv. Ja. definitiv ja. Eben, Fair. auf jeden Fall, wir haben viele Schweizer Thrash-Metal-Bands, die geilen Sound machen, aber wir haben extrem wenige, die eigentlich so ein bisschen etwas Authentisches haben. Ah, ich vermisse Battalion, Alter. Ja, weil Battalion ist auch so gewesen, oder? Sie haben- Anscheinend bin ich Oh, mit dem Bassist von Battalion in der Lehre gewesen. Also Krass. er war mein Oberstift gewesen, apparently. Schon. Er hat anscheinend auch in dieser Technik die Lehre gemacht. Das, was ich am Thrash Metal ein bisschen schade finde, ist eben, es tun alle ein bisschen ein Potpourri machen aus ganz vielen verschiedenen Thrash berühmten Metal hat nie Thrash etwas Metal Neues. Bands. Genau. Tun das ein bisschen umrühren und dann machen sie eigentlich das, was es schon gibt, einfach ein bisschen anders. Und Kennst du Life Cycles, Bruder? nein. Oh, du wirst die Band lieben. Und Xaner ist die erste Schweizer Thrash Metal Band seit x Jahren, wo ein bisschen neue Würze da Darf drin ich gibt. schnell Devil's Advocate spielen? Ja. Ist ja kein Fresh Metal, ist Metalcore! Nein. Es ist... Wenn das... Lass das Riff an. Ja, wenn ich das weiss, kein dass es Thrash Metal ist. Also ich würde sagen, es ist... Ich bin jetzt nur ein alter Fresh Metal Hater gewesen. Ja, Also das erinnert mich an die neueren Thrash-Bands wie Havoc, Evil und so. ja, absolut. Eher so den Sound. Und sie haben es wahrscheinlich von Exodus und so genommen. Genau, eben, weil es sind halt die Anfang 80er Jahre gekommen, wo der Musikstil aus der Traufe gekommen haben. Und es ist halt wirklich ein Musikstil, der sich nachher nicht mehr wirklich entwickelt Nein, hat. gar nicht. Eigentlich wirklich gar nicht, das gibt es ja fast nie, weil zum Beispiel Death Metal tut sich jetzt immer noch mega krass weiterentwickeln. Ja, Metalcore auch. Metalcore auch und so weiter. Aber nicht so gut. Thrash ist... Erstens sind die ersten Bands die besten, mit Abstand. Ja. Und zweitens hat sich nachher nicht mehr entwickelt. Und darum finde ich krass bei Xaner, sie haben wirklich einen neuen Touch reingebracht. Nicht lyric-mäßig, Ja. Murder the Government singt Megadeth seit 50 Voll. Jahren. Aber sie machen neuen, frischen Sound und tun den wirklich gut präsentieren mit den Masken. Ja. Stehen an und sagen, hey, wir machen zwar einen Musikstil, den es schon lange gibt, aber wir tun ihn ein bisschen neu interpretieren. Und das braucht mega viel Mut, gerade weil du so viele Elitists hast oder so Ja. True Thrash Metal Fans. Und darum Respekt, sie haben meinen Respekt. Voll, definitiv. Ich meine, auch wenn sie von den Medien gehatet werden, von gewissen Venues gehatet werden, Ja, von der Polizei gehatet werden, ist es so. sie lassen sich nicht besiegen. Ja, und sie haben ein bisschen Member-Problem, was ich schade finde, weil gerade Ja. das letzte komplette Line-Up, was sie hatten, habe ich wirklich genial gefunden. Aber sie machen weiter und sie ziehen ihr Ding durch. Ja. Und sie sind weder rechtsextrem noch linksextrem. Ja. Sie sagen einfach, das, was Thrash Metal muss. Sie sind Sie regierungskritisch. sind einfach extrem.
Ja, ich finde es jetzt nicht einmal so extrem. Nein. Es ist einfach Aber Thrash ja. Metal at its best. Voll. Und darum, richtig geil haben sie ein Album gemacht. Das ist so wirklich ein Best-of von dem, was sie bis dato gemacht haben. Und noch ein paar mehr Songs. Also es macht wirklich mega Fun zum Hören. Und ich meine, wo der Song geschrieben wurde, hat der Donald, glaube ich, 2 oder 3 Jahre Gitarre gespielt. Das ist schon krass. Insane. Wirklich heftig. Insane, Alter. Und eben, jeder, der sie schon mal gesehen hat, merkt, eine riesen Performance auf der Bühne. Ja. Und ein Hit. Sorry. Ja. Übrigens, Congrats, Donna. Ist zweimal Vater. Yeah, Shoutout. Shoutout. Gut gemacht. Ja. Ist gerade seine nächste Band. Also deine Hälfte hast du gut gemacht. Ist gerade seine nächste Band in wie Cavalera am Bauen. Dann. Du meinst, der Donald geht nicht anderen Bands Mitglieder abgrasen, er macht einfach selber neue Mitglieder. Genau. Cavalera hat es gut gemacht. Dann. Fair. Der Cavalera, jetzt komme ich raus. Ja, ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. Dann. Wir kommen zu deinem 4. Pick. Wir sollten eigentlich die Zoomer-Witze als Clip ausrühren. Eigentlich schon, ja. Weil Ja. es ist jetzt wirklich viel besser geworden als erwartet. Welcher Witz? Das bevor der Song gelaufen ist. Hau an Brian. Yeah! Alright. Dann. Wir kommen zu deinem 4. Pick, Bella. Zu meinem 4. Pick? Ja. Hell yeah, Brother, wie ist es? Der heißt Death to Fascism! Von? Hell yeah, Brother! Von Insanity 61. Jawohl. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel dazu sagen. Weil es ist einfach, der Titel sagt alles. Es klopft. Das klopft. Und Die haben schon Hitler-Dings Recht. drin, oder? Nein, das ist nicht. Das Nicht ist, Hitler, wer ist das? das ist wahrscheinlich irgendein Linksaktivist von Ich dieser habe Zeit. gemeint, vielleicht. Tönen die wie alle 50er Deutschen? Ja, die tun also. RFA. Die Deutschen haben so geredet. RFA, ja. Auch eine Band, die ich noch nie gesehen habe, was mich richtig aufregt. Bruder. Du hast sicher schon So extrem gut. oft gesehen. Nein, oder? zweimal nur. Okay. Ich habe bis letztes Jahr nicht einmal wirklich von ihnen ihre Existenz nicht mal wirklich im Kopf gehabt, leider. Ich habe mal vor 12 Jahren mit denen zusammengespielt. Brian, Geil. wir gehen dieses Jahr zusammen als Hardcore United? Insanity 61. Pinky Hardcore Promise. United Festival. Ah, ihr eigenes Festival Ja, einmal. ist brutal. Ja. Und eben, Schür haben noch nie ich so glaub- voll gesehen. Ich glaube, es ist nicht ein Song, wo es ist ein Song, wo leider sehr gut den Zeitgeist von jetzt tüpft, aber eigentlich den Zeitgeist von den letzten fucking 30 Jahren. Kommen wir klar, ihr Arschlöcher! Aber das ist so wie der Clip von, den ich dir geschickt habe von Carlin, George Carlin. Ja. Wo ich den Golfwarp erzählt Ja, habe. hör auf! Kannst genau Das war das gleich gut Gleiche! brauchen. Fickt euch einfach das Knie! Ja. Ist insane. Ist insane, Alter. Aber auch, also was halt einfach ist, der Chorus ist ein verdammter Hit. Das ist Ja. wieder ein Chorus! Vergesst mir den Chorus nicht! Der Chorus ist wichtig. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Man braucht mehr Woos, Ricky, mehr Woos. Ja, kann schon einbauen. Mehr die Verses. Woos. Überall. Weil der Chorus ist einfach fucking sick. Ja, wow, sind sehr punk. Absolut so zum Mitschreien. Ja. Eigentlich müsste der Song nur schon wegen dem Chorus der Song vom Jahr werden. Muss schon sagen, der Chorus. Weil ich meine, der bleibt dir im Kopf 3 Stunden später. Bist am Schießen, im WC und ist so wie... Ja, Wirkst so einen Brunnen raus und sagst Death to Fascism. ja. Aber es stimmt schon, es ist hier. Darum ist Hatebreed auch so viel berühmter als die meisten anderen klassischen HC-Bands. Weil Weil sie haben Hits. Nennen wir einen Hit von Madball. sie haben keinen. Gibt's nicht? Madball ist die grösste Band, die keinen Hit hat. Mark Dawkins, Der Doc Martin Stomp. Martin Ja, aber der ist Stomp. einfach auch nur in meinem Kopf wegen dem Markennamen. Das ist aber ein sau gut produziertes Lied. ja. Das ist wirklich Absolut. SOS Basement. Let's gemacht. einfach... Ich liebe einfach schnellen, punkigen Hardcore. Bin ich dabei. Mit gutem Chorus. Der Brian kann den Song auch schon auswendig, noch nie gehört von Eben, ihm. genau.
Es sind so wie die Lieder von deinem Schwiegervater, wo man so nach einem halben Mal hören kann mitsingen. Ich habe auch noch nie so viel... Schwiegervater. Ich habe auch noch nie so viele Crowdsurfers gesehen wie bei Insanity 61. Holy hell, ja. Geil. Die Jury war so voll, dass ja nicht einmal alle Leute können zuschauen konnten. Sie sind auf der Stege Und noch gestanden. nie habe ich so vielmals gesehen, den Kudi Crowdkiller und den Marco von Spello. Insane. Der Gudi, der kann rein, ja, Weißt du, stimmt. der Gudi einfach Crowdsurft und so. Nachher schaust du wieder weg und nochmal. Nochmal. Ihr habt nichts gehört. Ich habe nur geschaut, dass wir das Ding Ich komme zu... Weißt du, was gar keinen Sinn macht? Weil der Rick hat ja eine einzelne Spur. Er könnte es einfach abnehmen nachher in den stimmt. Post. Ich Also, tue- ich habe es reingeschraubt wie so ein Mock. Ich lasse es einfach dich. Ja, ich kenne dich, du darfst das nicht raus. Du Ich nimmst das nicht raus. komme zu meinem fünften Pick Oh mein Gott, schon der 5. und letzten Oh mein Gott, wir sind schon fast durch. Pick von meinen Nominationen Es gibt noch mal 3 Songs. von Metal 7 Awards 2024. Und das ist auch ein Song, der einen heftigen Chorus hat. Und ja, die sind von Deutschland, aber der Grenze mit der Schweiz. Die sind also aus der Region. Gerade noch mal geredet da. Ja. Ja. Ich finde, die Region ist halt, muss nicht unbedingt nur Schweiz sein. Und, Stimmt, wir haben ja schon mal gesagt, wir sind Metal SVP. Sonst, Aber so sonst halb. wären wir wirklich Metal SVP. Ja, so. genau, sonst wäre Nein, Genau. Ausländer kommen da nicht rein. Gerade genau, neben der genau. Grenze, es zählt nicht mehr. Ja. Und es ist Healing von Let Me Fall. Das ist die Band von Tomek, oder? Ja, ja. Okay, check it out. Heavy, Brother, heavy. Gibt's auch schon lang? Ja, Er macht Vocals dort, gell? ja. Ich glaube, im 18. das erste Mal gesehen. Gibt's wirklich auch schon ein Video? Ja, weil Tomek haben wir auch als Gitarrist kennengelernt. Und nachher hat er auch seine Band als Von Sänger. Anfang. Aber er hat bin nochmal in einer anderen Band. Ah nein, Aber- sorry. Ja, korrekt. Mit denen haben wir letztes Jahr gespielt. Ja, Da sind wir in Pennies gegangen. es war zu Penny, Alter. Ja. Das war der, wo du mir einfach auf der Bühne das Knie gegeben hast, Ja. Alter. Ja. Und Das tönt jetzt hure nach Sylp. ja. Die Vocals sind gerade hure. Rico Vocals. Heavy. Das ist schon Metalcore. Yeah. Das ist eindeutig Metalcore. Das ist, Ja. Das ist der erste Metalcore-Song, den wir haben heute. ja. Ja, wirklich klassisch. Da hast du Crabcore auspacken, Alter. Ja, Mann. Ja, ich finde der clean Gesang im Chorus schon sehr geil. Oder können wir das auf Spotify laden, so viel Musik, wie da im Hintergrund läuft? In Spotify ist kein Problem. YouTube, I'm worried. Aber ich glaube, ich meine, ja, es sind mir wundern, wer uns verklagen wird. Save Last Breath wahrscheinlich, wegen Assholes. Eine von diesen Bands ein Label und das wird uns zum Tode verklagen. Vielleicht nicht, weil wir genug fest drüber geschnurrt haben. Kannst du einfach so... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind alle Ja, independent. was du glaubst, ist egal. Ich glaube, kannst du dich killen. Weißt du noch, wo wir so Review-Videos gemacht haben, die auch als Ganzes auf YouTube sind, zum Beispiel von Obituary? Ja. Dort haben wir auch nie einen Strike bekommen, oder? Ich glaube schon. Doch. Ah, okay. Die sind, glaube Aber es ist einfach restricted, heisst, du bekommst einfach weniger Push im Algorithmus. Nein, du bekommst einfach gar kein Geld. Das auch, ja. Das, ja. Du bekommst kein Geld. Alle es ist halt eine Werbung von Ja. das Video und die Werbung geht als... Und Visibilität An Owner. vom Video wird auch gesunken. Es wird nicht mehr so gepusht wie die anderen, wie die anderen Videos. So Mini-Shadow-Band. Ja. Für die müssen wir auf Bandcamp haben. Ja, für meinen 5. genau. Mein 5. ist so krass, es gibt ihn entweder auf Bandcamp oder physisch. Peter, gib mir mal das zweite Ding, wo Gen Z nicht weiss, was es ist. Inline Skates! Hehe.
Beyblades. Caps. Jojos. Oh ja. Hubba Bubbas. Das komische Geräusch, wenn das Modem ansteht. Ja, oder du hast nicht können telefonieren, während du im Internet warst. Legende. Voll. Danke dir vielmals. Auf dieser Seite sind eine amerikanische Grindcore-Band, die heisst Shitbrains. Und jetzt denken dir, wieso bringt der Brian erstens mal das mit, das nennt man eine Kassette. Und wieso sind da amerikanische Bands drauf, wenn es um Local Bands geht? Der Grund ist ganz einfach, das ist ein Split. Und zwar auf der anderen Seite ist Exorbitant Prices Must Diminish. Sie sind hauptsächlich aus dem Welschland, nicht nur. Sie sind unglaublich brutal. Im 24 ein Wahnsinnsalbum rausgegeben. Und jetzt im 25 gerade noch nachdoppelt mit den brutalsten 10 Minuten vom ganzen Jahr. Weißt du, wo die auch sind? Von wo? Opening gar nicht 26 sind sie Dort auch ja. werden sie von uns hoffentlich interviewt. Ich würde die unbedingt mal interviewen. Ich Ja, ich glaube, da hätten wir nicht vorbereitet. Der Brian kommt mit alle Fragen. Ja, also bei denen habe ich Fragen. Also dort würde ich einfach sagen, gut. Und jetzt Alex. der Song, der das ist sogar- 1,44 geht, Just Cause. Den Just finde ich Cause. am geilsten. Der ist sogar physisch sold out. Wurde viele Supporters. Just Ja, Cause. weißt du wieso? Weil Busy Gacki Musik ist Musik, die die Leute noch kaufen. Ja. Meines Erachtens wirklich extrem ehrlicher Grindcore. Female-fronted. Ja. Und einfach noch echt. Ja. Es ist, ich habe sie zweimal gesehen letztes Jahr. Einmal Gaswerk Winti, einmal Postsquad Zürich. Und es ist wirklich krank geil. Darum am Grenichen kommen sie schauen, sonst verpasst ihr das Highlight. Jo! Das ist wie Napalm, der Fall. Das kann man ja hören. Genau, es ist Grindcore. Das kann man ja hören. Eigentlich schön zum drüber schnurren. Es ist so geil. Geil. Da freue ich mich um Granichen. Das kann man ja hören, Alter. Brian, was ist los mit dir? Production ist sick. Ich liebe Grindcore. Ich kann nie etwas anderes behaupten. Grindcore kannst du eigentlich auch nicht hören. Production ist eben zu sauber für Grindcore fast. Also, ihr meint jetzt vielleicht Gore Grind wäre das gleiche wie Grindcore? Nein, aber- nein, nein, nein. Okay. Dann sehe ich das Problem Nein, nicht. Production ist sehr sauber für Grindcore. Vielleicht Absolut. weiss ich einfach, kenne ich noch mal schlechte Beispiele für Grindcore. Das ist sehr gut möglich. Und von denen gibt es wahrscheinlich ein paar. Alright, die Basspause ist geil gewesen. Bro, jetzt wollte ich Kind ginken, Mann. Geil. Oh. Geil. So haben die Beatles früher getönt für so alte Großmütter. Genau. Das ist der Sound, der einem lässt unwohl fühlen auf eine gute Art. Nice. Das ist so ein Sperling. Ja, das stimmt. Sperling lässt sich auch unwohl fühlen auf Am eine gute Art. anderen Ende vom Spektrum, Aber- genau. Das ist eine sehr gute Band gewesen. Ja, also ich finde es wirklich extrem gut. In der Deutschschweiz noch nicht so bekannt, aber es kommt sicher noch, weil dort im Post-Squad, übrigens eine geile Location, gibt meistens nur ein Punk-Konzert, fast nie Metal, aber es ist wirklich geil. Wahnsinnskonzert gewesen. Sie haben etwa 45 Minuten gespielt. Sie haben gesagt, mit Abstand der längste Gig von ihrer Karriere. Alter, das tönt so wie Trash Talk. Trash Talk ist so eine Hardcore-Band aus L.A. Und die haben wirklich, ich glaube, der längste Song von denen heisst Awake und der geht 1 Minute 30 und das ist ein verdammter Banger. Eben! Songs müssen nicht lang sein, Und Songs dann müssen gut sein. wirklich so, we're gonna play this next song. Alright, this next one is called whatever. So, we're gonna play the whole fucking album. Nach 10 Minuten wieder der nächste. Herrlich so Zeug. Also, Bernhard, wir kommen zu Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr stolz deine auf die fünfte, Boys, weil sie nicht auf dich hören. ja, deine fünfte Pick. Und das Hast ist... du ihnen das eigentlich mal gesagt? Ja. Gut, ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin stolz, macht weiter so, hört nicht auf den Ricky, weil der Ricky und ich haben zwei komplett unterschiedliche Meinungen zu dieser Band gerade momentan. Also nein, wir haben die gleiche Meinung zu dieser Band. Finden sie beide super, Ja, das schon. oder? Sehr gut. Wir haben einfach zwei komplett unterschiedliche Meinungen zum voll. Thema, was ihre Schlagzeuger sollte machen.
Der Schlagzeug tut auch Main Vocals machen. Genau, und der Ricky sagt, er müsse führen an die Bühne und ich sage, nein, es ist endlich mal eine Band, die etwas anderes hat, behaltet euch ein USP, lasst euch einen Schlagzeuger hinter dem Schlagzeug Vocals machen, das ist fucking sick, zieht es durch, schaut einfach, dass ihr irgendwie könnt das Schlagzeug ein bisschen mehr in den Fokus tun, wenn ihr live spielt, probiert das Schlagzeug führen zu stellen, macht irgendetwas, dass man dann einfach besser sieht, aber behaltet das bei. Und ich habe gesehen auf Instagram, sie haben letztens ein Reel hochgeladen, wo steht, have you ever seen a band where the main vocalist is the drummer? Und ich habe mich zusammenheben, um nicht zurückschreiben, ja. Aber ich finde das fucking sick, weil eben die Ärzte haben auch einen singenden Schlagzeuger. Bryan Adams. Bryan Adams, Alter. Nein, nicht Bryan Adams. Phil Collins. Phil Collins, sorry. Phil Collins, sorry. Alte weiße Männer aus Amerika, die Rockmusik machen. Das ist nicht amerikanisch. Beide sind nicht Das spricht- Amerikaner. I do not give a fuck at all, Alter. Ich bin chronisch unterschlafen. Habe heute müssen im Büro hängen und also ich mag nicht mehr. Auf jeden Fall habt ihr das Video gesehen, wo sie redet oder so ein Spielzeughaus durchgeht Ja. und es nachher ein Intro ist von dem Song. Geil. Auf jeden Fall. Hast du schon gesagt, wer es ist? Nein. Wer ist es? Akudama. Mit Den Titel weiss ich nicht mehr. You're My Disease. Yes. Ist das der, den du gemischt hast? Yes. Yeah. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nie reingelassen. Du hast mir schon ein paar Mal gesagt, ich sollte... Die sind super. Das ist brutal. Ja. Sie haben am letzten Konzert, wo wir mit Toys mit ihnen gespielt haben, einfach Waking the Demon covered und ich schwör's dir, hätte ich keinen Gin Tonic in der Hand gehabt, hätte ich Kind gingt, Alter. Straight up, ich hätte einfach so 20-jährige boxt und wäre rausgerührt worden und von den anderen 20-Jährigen verprügelt worden, weil ich einfach so ein Lauch bin. Nein, die Jungs zerstören live. Das ist auch ein Song, der irgendwie ein bisschen aufbaut. Ich kann es ein bisschen mit Liedern, die so anfangen, habe ich gerade gemerkt. Ja. Du hast gerne einen sauberen Aufbau im Lied. Ich habe zu viel Metallica gehört, Ja. Alter. Ja, also ihre 7,5 Minuten, die immer so anfangen. Gut, dort, wo ich ihnen gesagt habe, dass vom Drummer Führer schicken und einen anderen Drummer holen, ist, wo sie noch gar nicht, dort, wo wir mit denen gespielt haben, und sie haben noch Dort, wo so keine Vocals gab. gar keine Vocals gemacht haben. Und nachher haben sie angefangen aufzunehmen und ich so, hey, Boys, aber inzwischen, also, und er hat gesagt, hey, erstens, Timmy ist fast 2 Meter groß. Junge, das ist Mitch Er ist Locker. Frontman-Material. Mitch Locker reincarnated. Er ist ein sehr guter sieht- Frontman. Er sieht aus wie der Mitch Locker. Aber er ist auch eine Maschine als Drummer. Also, letztes Konzert, er hat es super gemacht, von dem her inzwischen finde ich, hey, weiter so. Wir müssen nicht mehr den Tausch machen. Aber ich finde, ich bin ein Fan von Frontperson. Ja, fair. Bin ich auch. Aber eben, ich So, bin auch... zum Eislocken. Die sind viel zu jung, dass die so Musik machen. Das ist asozial. Also ich hinterfrage alles, was ich in meinem Leben je gemacht habe, wenn ich so Zeugs höre. Und ich habe Bella schon mehrmals gesagt, der Adam von Akudama ist für mich der Schweizer Josh Middleton. Einfach Heavy, der ja. Young Sheldon, einfach Young Josh. Young Josh, Alter. Das ist einfach so Bullets from a Valentine. Schon spannend gewesen. Im letzten Konzert sind wir irgendwie alle einfach 10 Jahre älter. Die sind alle so jung, Ja. die Bands. Und wir einfach so... Ja, I guess we're fucking old now. Wir sind die Angst gewesen. Wir sind Angst gewesen, ja. Proudly. Das geil von der Adam hat mir glaube nachher auf Instagram geschrieben, hey, du hast ja im Ebri glaub live auch keinen richtigen Amp gebraucht, oder? Wie machst du das, dass es gut tönt? Und ich so, jokes on you, das kleine Ding auf dem Pedalboard ist ein Amp, haha. Aber ich brauche ja bei allen anderen Bands keinen Amp, darum kann ich ihm schon können sagen, was ich mache. Ja. Und das Coole ist, wir haben ihren Progress gesehen, weil wir haben einen von ihren ersten Gigs zusammen mit Ja. ihnen gespielt. Und jetzt halt, Wir haben ihre erste Gig gesehen ja, gesehen. Und nachher vor 2 Wochen wieder. Und der Progress in einem Jahr. und die Vocals sind fucking crazy, Junge. Insane. So richtig roh, so schön, Ja. ohne... Ja. Wie hast du das letzte gesagt? Der verstorbene Linkin Park Sänger. Der Chester. Chester. Der hat auch nicht gewusst, wie er singt. Der war einfach frustriert gewesen. Ja. Das hätte ich gesagt, das war ein Instagram-Reel von einem anderen Okay. Podcast, den ich gesehen habe. Okay. Aber ja, und jetzt kommt einfach so ein schöner Part. Es ist eben nicht, es ist authentisch. Absolut, es sind authentische Screams. Es ist nicht einfach, Ja, und sie ist nicht überproduziert. Das ist mir fast am wichtigsten. Und in dem Song haben sie nachher einen richtig geilen Break.
Oder der Song im Fall. Ja, so Aber weißt du, gehabt was mit mich dem. einfach ein bisschen persönlich ein bisschen sehr mental kaputt gemacht hat? Die sind mit so Bullet für meine Valentine-Shirts und allem rumgelaufen. Und dann habe ich mich so gefragt, so geil, die finden Bullet. Und ich so, oh shit, Alter, die haben so oldschool Bullet für meine Valentine-Shirts angehabt, wie wir so Slayer-Shirts angehabt haben. Ja. Weil halt, Das ist für die das ist für, der alte Shit. weil halt, die sind gleich alt wie Bullet for my Valentine. Schon. Ah, ja. Das ist Classic Ja, Metal. Bullet for my Valentine ist so wahrscheinlich so Classic, so, das ist ein Klassiker. Ich habe letztens nämlich auch einen Linkin Park Song als Classic Rock Song angedingselt bekommen. Jetzt kommt der härteste fucking Break. Ich hatte so Freude gehabt, dass das Mission Fall ist. Das ist so gut Das ist ein geschrieben. Banger, Alter. Also eben, ich meine, Bruder, also ich hinterfrage alles, was ich gemacht habe mit 20, wenn ich so etwas höre. Ah, die Gitarren im Hintergrund, die finde ich geil. Ja, Mann. Ey, what the fuck, Mann? Crazy shit. Die Gitarre, die Leadgitarre ist so Ja. geil! Es ist nicht viel, aber es ist genau... Ja. Weißt du, was ich habe jetzt im Fall gerade, jetzt, wo ich die Songs alle nochmal gehört habe, ich weiss im Fall wirklich... Ich habe jetzt 4-mal schon wieder meinen Gewinner gewechselt. Ja. Darf ich 5 Awards vergeben? Nein. Okay. Ja, okay. Ja, einfach sehr gute Musik. Absolut. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde und eine halbe. Bisschen Musik gehört. Können wir schnell Pipi-Pause machen? Wir können Pipi-Pause machen, bevor wir... Ich brauche nämlich jetzt gerade im Fall wirklich nochmal kurz 5 Minuten für mich selber, weil ich habe im Fall gerade wirklich... Ich habe effektiv gerade 4-mal wieder den Song gewechselt, wo der Release vom Jahr soll werden. Also wir gehen mal meditieren. Go zwischen 2 Augen. Und weil es eine Awardshow ist, machen wir das mal auch nicht Pause und ihr müsst einfach durchhören, bis wir wieder kommen. Ja, voll. Ihr könnt einfach mitpissen. Also, Nein, Spaß. gehen wir ein bisschen. Machen wir nicht. Pipi-Pause. Nein, das ist nicht eine Pipi-Pause, das ist eine Jury-Beratungspause. Alter, wir sollten Metal Serval Awards machen in Form von deinen Hunden. Hundverschenk. Ja, einfach der Hund gerade, der ganz. Aha. Also wir gehen in ein Tierheim. Nein, was Tiere Salut zusammen, wir sind zurück von unserer Pause. Für uns eine ganze Stunde, für euch höchstwahrscheinlich 2 Sekunden. Mhm. Das war Leute, wir sind etwa Ausser 10 ich- Minuten weg. gewesen. Außer ich kann gar nicht editieren. Ich musste einfach hören. Oh, ich hoffe, wir es Nein, du solltest Besser editieren. nicht. Du sollst editieren, Ricky. Unbedingt sollst du editieren. Ja. Brian und ich gescheiter. haben da persönliche Details über unsere Glieder ausdiskutiert. Haben wir unsere Glieder verglichen? Oder wie? Nein, wir haben nur darüber geredet. Ja. Ins Mikrofon. Einfach weil wir es uns gewöhnt sind, etwas in der Hand zu haben und Klar. dann so ha machen. Ja, das ist sehr gut. Aber... Hey, jetzt geht es ja darum, zum jeweils sagen, welcher von diesen 5 das gewonnen hat. Wie stellt ihr euch das vor? Wie sollen wir das machen? Ich sage so, ich habe die perfekte Idee gehabt, jetzt gerade in der Sekunde, wo du das gefragt hast. Zwar machen wir einen Countdown. 1, 2, 3 und dann sagen wir es alle gleichzeitig. Okay. Nein. Mal! Ein bisschen Spannung aufbauen. Ich will da... Ah, Bruder! Nochmal irgendwie die Auswahl sagen je und nachher den Gewinner zum Ja, Beispiel. voll. Ja, schnell, also- schnell kurz auflisten, was für Nominierte ausgewählt hast. Und nachher gerade am Schluss sagen, hey, das ist der Gewinner von denen. All denen. Okay. Müssen wir alles machen, wie alle anderen Awardshows das machen? Das macht für mich Sinn.
Ja, ich weiß schon, dass es für dich Sinn macht, aber ich finde es langweilig. Ja, egal, machen wir das recht, das ist gut. Meine Idee ist schon lustig gewesen, aber ich glaube, es würde mehr im Chaos werden. Ja, aber ich find's gerechter für die Gewinner. Dass es im Moment gibt um die... Ja, aber der Moment ist ja da. Wir können es alle gleichzeitig sagen und dann können wir es nachher nochmal nacheinander sagen, weißt du? Was heißt Spoiler? Ja, das... Hä? Komm, machen wir es so, wie der Ricky gesagt Ja, hat. komm, ist The gut. classic way. Yes. Der langweilige Way. Ja, yes, gern. Also Brian, The Missionary Way. Ich fange an. ich würde sagen, fang's an. Also gut. Ich hatte Exorbitant Prices Must Diminish, ihre Split. Dann hatte ich Xoner, das Album, das gesagt haben, wird nie rauskommen. Ricky, dann kannst du plötzlich noch da war. Musik im Hintergrund, weißt du, so Dings... Nein, ist gut. Dann hatte ich fucking Ditch Warden Epische mit der Verfahren. Cockblocker EP. Und dann hatte ich noch 2 Sachen gehabt. Sons of Coherence mit ihrem neuen Album. Sie ist direkt oben drauf von mir. Und mein 5. und letzter Take war Pussboil mit der Indictment EP. Okay, dann sage ich jetzt noch meine 5. Und nachher können wir der Ricky seine 5 sagen und dann können wir epische Musik laufen lassen und dann können wir unsere Sänger verkünden. Ist das gut? Also, das Problem ist, Cracker Report haben schon Herr der Ringe gelaufen lassen. Jetzt muss ich etwas anderes nicht Okay, das ist gut. Also bei mir sind meine 5 Songs oder Releases sind sie Why Do You Cry for a Lost Game, CUD for Ivy, Raw Reflections mit Grind Me Down, Death to Fascism for Insanity 61 und You're My Disease for Akudama. Was läuft jetzt am Hintergrund? Das ist halt Jack Sparrow. Geil! Moment. Oh, jetzt sind sie episch. Ich tue sonst nächstes Jahr mit meinem Synthi etwas komponieren. Ja. Sehr Also. gut. Ricky, Haus. Ich habe Gloom von Save Last Breath gehabt. Weil die Musik passt jetzt super. Ah, hell yeah, Alter. Europapark. Ich habe was habe ich noch gehabt? Ich habe Raw Reflections gehabt. Ja. Mit No God Can Help Us. No God Can Help Us. Dann, Oder so. ja, oder so. Dann habe ich noch... Ich verstanden. Hi. Ich weiss bei ein paar eben den Namen von dem Song nicht. Der Ricky macht es einfach so spannend wie Sau. Ich habe auch mega Mühe geben, um alle 5 mich zu erinnern, aber ich habe es geschafft. Sehr gut gewesen. Ich habe eben ursprünglich 10 Nominationen gehabt, jetzt weiss ich nicht mehr, welche. Der ist noch so gefiltert, ja. Ich habe Gloom von Save Last Breath. Ich habe Harbinger of Doom von Arcane. Ich habe Rose Pavilion for the Fiction. Ich habe No God Can Help Us Jetzt wird sie episch, Alter. for Reflections. Jetzt hätten wir müssen sagen, was es ist. Ja. Ist gar nicht leisiger. Wird es noch für den Zuhörer leislicher? Alle, die es hören, sagen endlich, Ich bin unfähig, sorry, ja. Dann habe ich noch... Fuck, ich schreibe noch zu. Du kannst sie den Post abnehmen, Ricky. Ja, also. Und ich habe Healing von Let Me Fall gehabt. Ja. Und ja. Brian, Soll ich revealen? willst du mal den Nein, du Gewinner darfst einfach sagen, wer revealen? gewonnen hat. Okay, dann reveal ich mich nicht, aber ich sage, wer gewonnen hat. Es ist eine Band, die wir dieses Jahr werden sehen, wo ich wahrscheinlich an dem Anlass hoffentlich kann den Award ihnen persönlich überreichen. Es ist eine Band, die ich unglaublich fest fühle. 2 von meinen besten Konzerte letztes Jahr waren. Und es ist Exorbitant Prices Must Diminish. Jo! Yeah, euer Split sind die brutalsten 10 Minuten vom 2025. Metal Servola Award von mir habt ihr gewonnen. Ich freue mich mega auf euch am Open Air Granichen. Bruder, wir hätten den Brian am Schluss machen lassen, Ja, weil voll. egal was wir jetzt für eine Ansage machen, sie wird nicht so gut sein wie die von Brian. Ja, 10 Minuten ist Zeit für den. Yeah. Einmal mit Profis arbeiten, oder? Einmal mit Profis. Ja, das ist alles Schuld von Cracker Report, wie sie schon Herr der Ringe genommen haben. Jetzt haben wir halt Pirates of the Caribbean. Aber ja, fair. Das ist wirklich ein fairer Gewinner. Alle 5 von dir hätten es verdient, meiner Meinung nach. Danke. Und das ist auch... Also das ist fast das, was ich auch das ist eigentlich das, was ich auch am besten gefunden habe von deinen 5 Songs. Mhm. Tipptopp. Ja, sind sehr stark gewesen.
Bella? Ja. Also ich kann jetzt überlegen, ob ich irgendetwas in die Richtung sagen kann, aber... Vorbildlich jetzt. Kann ich nicht. Jetzt Ich müssen wir sage jetzt dem Vorbild einfach... folgen. Ich mache es anders. Ich mache es kurz und knackig. Weil im Gegensatz zu uns ist mein Gewinner auch noch jung und knackig. Es ist Akudama mit... Fuck, jetzt habe ich den Songtitel vergessen! So viel studieren. Ja, You're My Disease von Akudama ist mein Release of the Year. Wow, Gratulation an Akudama. Mhm. Congrats. Mein Fave von deinen 5 war von Ivy gewesen. Muss ich Ja. nachher unbedingt mehr hören. Ja, Hat Ivy mich auch. mega überrascht. Mhm. Eben, also alle 5 Songs sind so kurz davor gewesen zu gewinnen, sonst wären es meine Top 5 Songs. Sehr stark. Zu ja. Recht. Mhm. Ja. Ricardo, Ja, Michael. ja, voll. Akudama hat in dem Fall jetzt Rekord von jüngsten Gewinner vom Metal Several Awards. Ja gut, ist Bis aber jetzt. auch bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Sehen wir dann in 2 Jahren wieder. In 10 Jahren sehen wir es dann. Ja. Wahrscheinlich ist es so wie beim Sport. Ja. Die Profis werden jetzt einfach immer, die Messlatte wird immer höher und die Leute werden immer jünger. Fair. So ja. in 10 Jahren sind nur noch so japanische 12-jährige Local Bands bei uns. Das kann man nur hoffen. Voll. Und für mich, der Gewinner von Metal Several Awards 2025, Ricky's Pick, ist. Und ich fertig mache. Ist Rose Pavilion von Artifiction. Hell yeah. Artifiction! Ist eine Congratulations! Band, die ich schon seit Jahren begleite und ein Fan bin. Seit der ersten Release. Und ich finde, die sind unglaublicherweise immer stärker geworden mit jedem Release. Mit jedem Sängerwechsel. Ich meine, sie haben jetzt einen dritten Sänger, wo sie innerhalb 7 Jahren gewechselt haben oder so. Insane. Immer Ich sage, mein Lieblingssänger von Artifiction ist trotzdem immer noch der Ricky. Yeah, die 2 Songs. Das ist insane brutal gewesen. ich Also nicht, dass die anderen nicht gut Nein. gewesen wären, aber es hat mich einfach kurz weggeblasen, weil der Ricky das zum ersten Mal gemacht hat dort. Und ich so das Gefühl hatte, holy shit. Artifiction sind auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, zum als Sänger loszulegen. Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte die Chance, mit diesen 2 Songs zu singen im Bullet Festival vor 2 Jahren. Yeah. Und das hat ja, mein persönliches Leben bis jetzt Ja, verändert. das hat Von dem zu meiner Misere geführt. her- Jawohl. Und ja, deswegen, die Band ist mir sehr nah am Herz. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie gewählt habe, sondern weil der Song einfach so ein Ficker-Song ist. Und so wie du gesagt hast, der Lead-Gitarre-Part, der ist Der ist brutal. 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 Das ist einfach so ein guter Song. Der Videoclip ist auch super. Der ganze EP ist ein Banger, aber der Song für mich ist sehr, sehr cool. Er ist das Beste. Von dem her, ja, das ist mein Pick für das Jahr. Wie bisher, wir schicken jetzt einen Auftrag zum Jan, Mhm. zum die Metal Several Awards 2025 Trophäen Mhm. basteln, bauen, machen, herstellen. Und dann bekommen alle Bands persönlich ihren Award von uns. Müssen wir uns einfach organisieren, um dort hingehen und das Award geben. Bringen wir an. Ja, voll. Das schaffen wir schon. Ja. Und das sind Metal Several Awards 2024 gewesen. Voll. Müssen wir jetzt noch ein Musiker-Tinder machen? Ich hätte noch 3 Sachen. Noch 3 Sachen. Ein neues Segment. Brudi. Ein neues Segment. Ganz kurz. Wir haben jetzt gerade rein sextechnisch gesprochen, Ich haben wir jetzt weiss. gerade den Orgasmus gehabt. Wir können jetzt wie nicht... Ich weiß. Also Aber, jetzt weitermachen ist wie wirklich... ja. Nein, also, es ist kurz und knackig. Okay. Einerseits Musiker Tinder. Und einerseits, wir bekommen amigs auch E-Mails von Leuten, die unsere Projekte vorstellen oder näher bringen. Und ich finde auch sehr cool, die E-Mails, die wir bekommen, sind auch sehr persönlich. Mhm. Und sind Leute, die tatsächlich den Podcast hören und die finden, hey, ich habe ein Projekt, würde es gerne vorstellen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, die auch zu erwähnen. Yeah. Und deswegen ist das ein neues Segment. Wo Das willst du nicht jetzt gerade machen, sondern einführen. ich würde es schon machen. Wir haben 2, sei es You've Got Mail. Ja, aber ich meine, willst du jetzt gerade etwas vorlesen, noch, nachdem wir schon die Awards gemacht haben, oder willst du es lieber in der nächsten Folge Okay. machen, wo wir ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Machen wir- schenken können? Weil ich habe das Gefühl, jetzt ist wirklich wie Das ist ein so guter Punkt. Ja. die Aufmerksamkeitsspanne der Leute durch. Ja, wir bringen mal das neue Segment You've Got Mail in der nächsten Folge. Finde ich cool. Und Weil dann haben wir auch mehr Zeit, um darüber zu ja, ihr reden. könnt uns auch mal
jederzeit schreiben, um euch mal vorzustellen, euer Projekt vorzustellen, an metal.servola@outlook.com und auch Musiker-Tinder, wenn ihr einen neuen Musiker, Musikerin oder Band sucht, dann schreibt uns einfach. Mhm. Und in dem Sinne will ich auch den einen Musiker-Tinder vorstellen von dieser Woche, der uns geschrieben hat. Den Bruder habe ich am Trivium. Trivium. Nein, am No Clues Konzert. Nein, nicht No Clues. Wer hat Into the Hellfire gespielt? Was? Wer spielt Into the Hellfire? Goddammit. Whitechapel Konzert, wo auch. Es hat Whitechapel gespielt. Lorna Shore. Und Lorna Shore. Und Wieso weiss ich das? die andere Band, die ich den Namen nicht vergessen. Es waren alles so coole Bands gewesen. Und dann haben wir den Brudi angesprochen und Aber gesagt, keine hey. von diesen Band war Salosis. Nein. Du bist ja so los, das stimmt. Und der andere Brudi hat mir gesagt, hey, ich habe eine Band und so und ich suche noch Sängerin. Und ich sagte, cool Brudi, schreibst mir Metal Servola, dann kann ich es mir merken. Der Bruder hat irgendwie 2 Wochen gewartet, bis er geschrieben hat. Deswegen ist es nicht. Das hast du selber auch vergessen. Ja. Aber jetzt kann ich es auch sagen. Und zwar, es ist eine Band, eine neue Band, die noch keine Musik draussen hat, die heisst Anima Noctis. Goddammit. Das ist auch ein Bruder, wo dich, glaube ich, mal gefragt hat wegen dem Bass, wo du gehabt hast oder so. An einem Live-Konzert vor 1000 Jahren. Wait, what the Glaub's. fuck? Ja. Also Brudi, du hast den Podcast und sie suchen einen Sänger oder Sängerin, wo beides Scream und Clean Gesang beherrscht, optimalerweise. Es ist eine sehr grobe Beschreibung vom Sound, so Thrash Metal mäßig. Und als Beispiel hat er Metallica, Sabbath und Maiden ausgewählt. Mhm. Und für Local Inspirationen haben sie gesagt, so Comaniac finden sie cool. Mhm. Von dem her, ich glaube, die Band ist sehr offen für Neues, für neue Sounds zu finden. Mhm. Und eben deswegen, check mal Anima Noctis, sind auf Instagram, glaube ich sogar. Und wenn du singen kannst, willst und magst, dann schreibst du mal. Mal schauen, wie die auf Insta sind. Wir folgen die, glaube ich, schon. Anima. Alright, es ist Anima. Ricky der Boomer hat sein Handy auf Noctis. Das ist ja mein Social Media Handy. Ja, die Social Media. Anima.noctis_Band. Warum sie vom Punkt zum Unterstrich gewechselt haben, weiß ich nicht. Ist es. Zoomer-Shit, Alter. Ja, voll. Das heisst Swiss Metal Band und Lead Vocalist Wanted. Einfach die wenn du interessiert bist. Yeah. Oh. Yeah. Dann, das Ich ist. warte eigentlich nur darauf, bis der Ricky anfängt, so einen Instagram-Kanal zu machen, wo er anfängt darauf Wellness-Influenzen, wie gut das ist, wenn wir kein Instagram haben. Was ich natürlich vergessen habe, ist die Musik. Laufen zu lang für unser wunderschönes Segment. Aber ja, that's it. Das ist Metal Servola Awards 2024 gewesen. Haben wir es endlich geschafft im März Ja. 2026. Ja. Und ja, dann. Das heisst, wir haben schon 3 Monate Releases, die wir wieder mit aufholen. Ja. Und voll. Freut uns auf nächstes Jahr. So wieder mal die Releases von das Ja, Jahr. bis dann machen wir nämlich keine Metal-Folge mehr. Tschüss. Ciao, Stimmt Stay nicht. tuned. Danke fürs Reinhören. Oh. Ja. Und ja. Viel Glück, herzliche Gratulation alle Gewinner, herzliche Gratulation alle Nominierten. Ihr seid unter den 15 Top-Acts von Metal Servola dieses Jahr gewesen. Ja, voll. Das Congrats heisst, alle. Alle Bands sind stark gewesen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao zusammen. Böse. Böswil. Nice, Mann. ich mag nicht mehr, Alter. Ich mag nicht mehr, ich muss schlafen. Tschüssli. Jetzt muss ich auch Pipi.